Leute, herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video von mir, dem King Baba J, wieder mal am Start, und es ist wieder mal Zeit zum euch Ferienhütli füllen. Es geht nämlich wieder auf Panama und ich sehe gerade, das ist ein bisschen zu dunkel, wenn ich das so mache. Das heisst, ich drehe ihn um und sehe halt aus wie der grösste Vollidiot. Das bin ich auch. Also gut, legen wir einfach los mit Seven vs. Wild Panama Folge 2. Yeah! Ja, Mann. Aussetzung, Alter. Ist schon heftig gewesen. Hat einfach jeden zerfickt. Und der palmelose Boy. Aber jetzt sehen wir wenigstens mal, wie sie den ersten Tag so verbracht haben. Wir sehen, wie sie ankommen, wie sie ihr Zeug finden werden. Und ich bin hype. Ich bin schon gespannt, vor allem, wie sie auch anfangen werden alle. Wer wird sich mal erst einen Shelter bauen? Wer wird erst mal andere Prioritäten? Wasser ist vor allem auch eine wichtige Priorität, die alle sollten haben. Ausser natürlich die irgendwie ankommen und direkt Wasser finden. Aber ja, ich glaube, das ist vielleicht gerade mal der Sascha. Dort mit seiner Wasserpfütze, maybe. Wir werden es sehen. Auf einer Wir werden es sehen. Kämpfen 7 Kandidaten ums Überleben. Ah ja, und Leute, nur noch schnell, bevor wir da richtig loslegen, schauen mal da neben mir. Ich habe mich ja letztes Mal beschwert, dass es nur bis 27 Minuten sind. Ja, das habe ich jetzt davon. Jetzt ist es 1:30. Irgendeine lange Folge. Viel Spaß euch. Los geht's. Tag 1. Und wir sind beim Sascha. Genau, und jetzt will ich wissen, ob das da hinten so eine... Ob das da eine Frischwasserquelle ist. Das nimmt mich jetzt Wunder. Hoffentlich entdeckt ihr das auch gerade schnell. Mein Zeug hingelegt. Da ist er. Gut, da sind alle meine Gegenstände jetzt mal drin. Erstmal auspacken. Bevor wir jetzt da die Insel erkunden, muss ich jetzt was loswerden. Und zwar eine ganz spontane Idee. Vielleicht ist es auch die dümmste Idee meines Lebens. Aber wie ihr wisst, liebe ich einfach die völlige Eskalation. Ich brauche die völlige Eskalation. Und deswegen, Freunde, habe ich mir da jetzt was ziemlich Krasses überlegt. Und zwar, für die Idee braucht es jetzt erstmal ein Loch. So, das ist mal das Erste. Und zwar in das macht euch sicher Scheißgeruch, oder was? dieses Loch kommen jetzt meine Scheiße. Gegenstände rein. Ach so. Gegenstände bis auf meine Machete. Ich will also versuchen, ja, solange ich kann, mit nur einem Gegenstand zu überleben. Ja, also ich kann natürlich nicht versprechen, wie lange das dauert. Vielleicht bin ich schon in 2 Stunden, keine Ahnung, komplett K.O. oder weiß nicht mehr, wie es weitergeht und brauche die Gegenstände wieder, was auch immer. Aber ich werde versuchen, für mich, Freunde, so lange wie möglich mit nur einem Gegenstand auf dieser Insel hier zu überleben. Und ich glaube für euch... Alter, Hardcore, wieso, Bruder? Du hast doch Gegenstand bekommen. Mach's dir doch bequem. Chill, überleb gemütlich. Wieso? Also ja, okay, wird geil für uns. Können wir uns noch ein bisschen mehr amüsieren, weil er nichts hat. Schön. So Mongo. Ah, geil, das sehe ich mal. Geil. Mal schauen, wie lange er durchzieht. Aber geile Idee, Alter. Geil. Macht er eins auf Fritz und Otto. Es ist auch interessant zu sehen, ja, wie schlägt sich jetzt ein Fritz oder ein Otto mit nur einem Gegenstand, die absolute Experten sind, ja, und wie schlägt sich jemand mit nur einem Gegenstand auf einer Insel, auf einer verlassenen, einsamen Insel, ja, der wenig bis gar keine Erfahrung hat. Also natürlich habe ich mich so gut wie möglich versucht vorzubereiten, ja, aber sowas habe ich natürlich noch nie in meinem Leben gemacht. Ja, gut, also der kommt jetzt weg. Ja, nein. Also ich habe das schon 1000-mal in meinem Leben gemacht. Das ist doch nichts Spezielles, Alter. Macht doch jeder mal so, oder? Ist nur eine einsame Insel. Das ich ab und zu mal so schnell, wenn ich Ferien habe, oder? Da hier den Feuerstahl rangebunden, der natürlich jetzt auch wegkommt.
Das heißt, vielleicht kein Feuer. Weg damit, rein da. Meine Machete, die bleibt auf alle Fälle da. Also meine Machete, das ist mein Gegenstand. Der dritte Gegenstand, der wegkommt, Paracord. Zum Aufhängen zum Beispiel der Hängematte, zum Fixieren von vielen verschiedenen Dingen, um ein Tarp zu bauen, also um ein Dach zu bauen, was auch immer. Zack. Ja gut, aber Paracord ist jetzt auch nicht ganz so wichtig, weil ich meine, dort hast du genug Pflanzen, wo du damit kannst irgendwelche Schnüre und dies und das daraus machen. Oder aus der Rinde von Pflanzen und so. Das geht schon. Aber also der Wasserfilter wäre jetzt sicher nicht die schlechteste Idee. Der Feuerstahl dürfte auch relativ hilfreich sein. Aber ja, hat auch ohne, oder? Wieso nicht? Hardcore, yeah! Rein damit. So, und zu guter Letzt, was mir jetzt richtig schwer fällt, nämlich die Hängematte. Ich könnte da einfach hier irgendwo zwischen den Bäumen auf ganz entspannt die Hängematte spannen und einfach perfekt schlafen. Ja, das könntest du. Aber du hast ja keinen Bock. Das ist mein Stall. Sieht nicht so aus, als könnte ich hier irgendwo perfekt pennen. Ah, Bro. Wieso, Alter? Einfach zumachen. No. Auftun, Zeug rausnehmen. Mach's dann gechillt, Bro. Hör doch auf, was bist du für ein Mongo? Das sind da alle drin. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir die ganze Insel jetzt mal erkunden. Aber jetzt kommt die Krug mal auf den Gürtel, Regenjacke aus und so weiter, alles ein bisschen aufhängen. Bin ja gerade vom Meer raus. Auf geht's. Läuft. Content. Yeah. Ah, jetzt sind wir beim Fritz. Mal einmal Fritz. kurz das Equipment durch. Geil, geil, Das geil. hier ist mein einer Gegenstand, meine Machete, Ja, Mann, er hat ja so viel dabei. die schon einen guten Used-Look erreicht hat. Komplett im Schwitzwasser drin. Ja, schön. Angegammelt hier vorne. Ja, leicht Aber das rostig. passt. Ja, Das ist jo. okay. Ja, guck mal. Ja, Zack. tipptopp. Haut immer noch, kein Ja, die Problem. schneidet wie Sau. Schön, Also Brudi. alles gut. Ja, jo. Dann haben wir das verblombte Erste-Hilfe-Set, das 60-Sekunden-Kit, was direkt an den Körper kommt. Die Challenges. 60 Sekunden Kick. Okay, wieso? Hä? Egal. Ich check's nicht. Die 1 legen wir auch schon mal parat, die können wir öffnen und uns zumindest gleich schon mal angucken. Die Taucherbrille mit Kamerahaltung, also zum Film, Kamerakit, Chillig. Powerbanks, Ladekabel, Kopflampe ist noch wichtig später, GoPro, Akku, Satellitentelefon und Halt hier alles zum Aufnehmen Also, und da der. Notfall-GPS. Genau, das Sender. Das packe ich mir auf jeden Fall schon Yes, Sir. mal hier an die Schlaufe ran, weil hiermit kann mich quasi auch das Orga-Team orten. Aber Ja, das nimmt man von einem GPS-Sender im Normalfall an, dass man dich dann orten kann. Aber ja, danke für die Erklärung. Tag 1. Wie sieht das Ganze aus? Ja. Challenge Edel. Tag 1. Welcome to the jungle. Yeah. Willkommen auf Isla San Jose. Als exklusives Erlebnis hast du die Chance, die nächsten 7 Tage alleine hier zu genießen und festzustellen, ob ein Leben im Paradies wirklich so paradiesisch ist. Verpflegung gibt es rund um die Uhr. Bediene dich einfach. Übrigens, San Jose ist die einzige Insel weit und breit, auf der es das ganze Jahr über Süßwasser gibt. Du musst vielleicht nur etwas suchen. Nett. Challenge. Mitbringsel für die Familie. Aha. Da du heute genug zu tun haben wirst, gibt es für diese Challenge keine Punkte. Über Ja. die nächsten 7 Tage kannst du selber einteilen, wie viel Zeit und Energie du aufwenden möchtest. Bastle, erschaffe ein Objekt für die Seven vs. Wild Community. Der Gegenstand wird nach Ausstrahlung der Serie verlost. Das Objekt muss in euer Handgepäck passen. Okay, also die allererste Okay, was ist dort noch gestanden, sorry? Verboten für den Gegenstand sind Muscheln, Korallen, Schnecken, Sand und Kiesel. Pelze, Lederwaren, Elfenbein, Schlangenhaut, Schildkrötenpanzer. Also respektive bau etwas, was hübsch aussieht
und wir in der Community können verlosen. Du kommst dafür aber keine Punkte über. Interessante erste Survival Challenge. Aber ja, am ersten Tag haben sie wirklich sonst schon genug zu tun, so dass könnte eine schwere Challenge ein bisschen. Mir wäre jetzt auch wichtiger, erstmal ankommen, erstmal alles ein bisschen erkunden, schauen, was, wie, wo, warum und so und go. Aber hoffen wir, die nächsten Challenges werden dann ein bisschen geiler. Muss in euer Handgepäck passen. Okay, also die allererste Challenge. Also ich nehme jetzt mal an, die Challenge wird sich jetzt einfach mal gar keine direkt draufstürzen. Das, ja, hat ja Zeit, nicht so wichtig, oder? Also, wäre es mir nicht, zumindest. Ist so aufgebaut, dass sie keine Punkte gibt, weil wir heute natürlich extrem viel zu tun haben, Wasser finden, Lager bauen, genau. Und jetzt nicht noch eine krasse Challenge machen. Beziehungsweise die Challenge ist für euch da draußen, für die Community. Ich werde und wahrscheinlich auch alle anderen Teilnehmer bis zum Ende ein kleines Mitbringsel für euch, die Familie, basteln. Und mal gucken, was das wird. Das wird heute auf jeden Fall noch nicht von mir angegangen erledigt, aber wir haben ja die nächsten Tage genug Zeit. Ich werde jetzt als nächstes erkunden gehen in diese Bucht dort hinten rein. Es sah vom Heli aus, als wäre da so ein kleiner Fluss. Und ich werde aber vorher einmal hier entspannt ein bisschen lang gucken und vielleicht schon mal das ein oder andere Highlight looten oder mir merken, was es hier gab. Ich werde nicht alles mitnehmen können. Ich werde auch nicht den Packsack dafür irgendwie benutzen, aber wenn es so richtig geile Sachen gibt, werde ich schon mal ein bisschen was vielleicht mitnehmen. Ich bin tatsächlich auch überlegen, ob ich mir aus meiner Regenjacke, ja, genau, was ich machen, eine kleine Tasche baue. Also wird aus einer Regenjacke auch mal ganz schnell eine Tragetasche mit ordentlich Volumen. Ja. So, ich werde jetzt auch erstmal nur das looten, was ich heute zwingend brauche. Also hier zum Beispiel eine Wasserflasche. Ja. Zum Regenwasserauffang, aber sehr sehe schon, gut. hat ein Loch drin. Ja, aber nur oben, immerhin. Hier unten allerdings nicht, also könnte ich die schon mal nehmen. Genau. Aber, soviel ich weiß, ich bin ja auch da noch, wie heißt das, Making-of-Dings da auf dem Kanal von Dave, der verlinke ich auch noch unten. Bin ich da am schauen, Behind-the-Scenes-Zeug, genau. Und, dort haben sie ja ein bisschen etwas über die Insel erzählt auch. Und, soviel ich weiß, hat es beim Fritz in der Nähe relativ viel Müll. Das ist natürlich auf die eine Seite klar schade, das zeigt, wie verdreckt die Natur schon ist wegen uns. Aber auf die andere Seite ist so eine Situation sau geil, weil das kann natürlich hilfreich sein. Aber ich weiss auch nicht genau, was da alles am Müll liegt, aber hoffentlich findet er es zumindest. Das wäre praktisch. Ich nehme erstmal auf jeden Fall die guten PET-Flaschen mit, falls es anfangen sollte zu regnen, dass ich da schnell was bauen kann. Und Crocs, die musst du auch unbedingt mitnehmen, fett geil. Merke ich mir lieber mal, nehme ich noch nicht mit. Boah, hier, guckt mal an, alles voll mit Schnecken. Zack, kannst ins Feuer legen und essen. Alles voll. Gut. Fein. Das ist schon mal gut hier. Und nach dem Arbeiten Machete direkt wieder wegpacken. Yes, sir. Immer Safety. Junge, ach du Scheiße. Holy moly. Hier ist alles voll mit Müll. Aber richtig. Sehr gut, er hat's gefunden. Wirklich nur die geilen Sachen mitnehmen hier. Wie die Flasche, die ist ja richtig gut hier noch. So. Niemals an PET-Flaschen, wo du irgendwo findest und Flüssigkeit drin ist, schnüffeln. Das kommt nicht gut. Du wirst es bereuen. Safe. Oh, das tut gut. Das war ekelhaft. Oh, ich hab einen Ball. Geil. Geil, Alter, ein Ball. Ja, was? Gechillt. So kommen wenigstens keine psychischen Probleme auf, weil er hat jetzt immerhin seinen eigenen Wilson gefunden. Nice. Ich hab mir ultra einen Ball gewünscht einfach. Geil, geil, geil. Der kommt mit. Jetzt hat er etwas zum Reden. Der kommt mit, definitiv.
Ich glaube, ich werde erstmal zu dieser einen Kokosnuss, diesen Coconut Tree da vorne gehen, den ich aus dem Heli gesehen habe. Warte mal. Hier fließt Wasser. Hier fließt Wasser. Oh, hier kann halt überall irgendein Vieh sein, ne? Schlangenmäßig irgendwie in den Bäumen, muss man aufpassen. Irgendwo kommt hier hinten Wasser aus dem Fels schon mal raus. Gucken wir weiter, hier kommt's Wasser, hier kommt's Wasser. Hier fließt das immer noch. Ja, voll. Bup, 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 bup. Hier kommt irgendwo Wasser aus dem Boden. Hier, auch hier lang. Seht ihr, wie das fließt? Sehe, Senor, sehe. Es wäre super geil, wenn ich an einem Fels jetzt irgendwo eine Stelle finde, wo es raustropft aus dem Fels. Dann könnte ich schon mal eine Flasche drunter packen. Naturwasserfilter, das ist auch immer gut. Und dann einfach weiterziehen. Mhm. Es tropft hier nicht raus. Irgendwie hier oben. Bis er zurückkommt, ist dann die Flasche voll und er kann trinken. Geil. Es sickert hier irgendwie so ganz leicht durch. Das ist mir aber zu wenig. Mhm. So viele Eindrücke in so kurzer Zeit. Das ist brutal. Das ist brutal. Aber ist auch hart, Alter. Wir müssen auch überlegen, man, die sind ein paar Stunden vorher sind die noch im Hotel am Hängen gewesen, ganz gemütlich. Und dann heißt es so, Leute, jetzt geht's los, ab in Heli, wir düsen ab auf die Insel. Und dann ist Überleben angesagt. Heftige Umstellung, Mann. Oh, Knossi! Yeah. Oh, er klappt wieder. Hätte ich nie gedacht. Da liegt ein Flipflop. Ja. Ja. Oh, hier liegt jede Menge Müll. Kokosnuss. Kokosnuss. Fett, Alter. Und das sieht aus, als wären die sogar easy erreichbar. Ganz geil. Alter. Ziehen euch das rein, Alter. Eine Palme um die andere. Diggi, da ist einfach fett gewonnen. Der hat ja auch eine Hängematte dabei, oder? Gechillt. Also nur schauen, dass ihm keine Kokosnuss auf den Kopf geht, Mann. Ich pack's einfach nicht, mich aufzuraffen. Ich habe echt Todesangst gehabt. Ich hätte es fast nicht geschafft einfach. Ich hatte wirklich Überlebenskampf. Dieser Ozean. Das ist für einen Menschen nicht machbar. Alle Kleider waren so schwer im Wasser. Lass uns später reden. Lass uns später reden. Stande. Kann ich den Dicken markieren. Wenn ich so eine Made bin hier. Dass keine Menschen umgeben. Ich hole mich noch mal kurz aus. Kurz. Bin gleich da. Es tut mir wirklich leid. Aber das hier ist eine... Oh Mann, er tut mir so leid, Alter. Schau dir noch, ja, der ist völlig am Arsch, Mann. Ich glaube, der macht da keinen Witz von wegen, er ist fast gestorben. Der ist, glaube wirklich gerade fast abgekratzt, Mann. Chill. Anderes Level. Diggi, ey. Alter, zum Glück haben wir unseren Knossi noch. Shit, Alter. Lemon? Ich brauch trinken. No, mach nicht auf. Es ist geil und es ist trüb. Bitte mach's nicht auf und schmeckt dir an, Bro. Drecksau. Am besten breche ich mir jetzt hier noch gleich Genick. Das ist Scheiße für mich gemacht. Mein Sack. Alter, bis jetzt bin ich hier noch nicht angekommen. Aber immerhin hast du den Sack gefunden, das ist doch schon mal etwas. Bis jetzt bin ich ein verdreckter junger Mann. Wirklich das Gefühl,
gestrandet zu sein. So erschöpft, dass ich es nicht mal schaffen würde, mir was aufzuhängen. Der Rhythmus von dem Blatt ist unglaublich. Aktueller Stand. Geil, Alter. So wie es jetzt aussieht, bleibe ich erstmal so. Ja, ich denke, das ist für dich erstmal das Beste. Einfach mal ein bisschen chillen, wieder ein bisschen Energie sammeln und dann mal aufstehen, schauen, wo bist du überhaupt. Aber Bro, aus tiefstem Herzen sage ich dir, erhol dich, Mann. Tschüss. Diggi. Stark, Alter. Ich bin zu Er ist durchgezogen. was aus dem Beutel zu holen. Ich will einfach nur so liegen. Süße Nippel. Kurz. Kurz. Dann bleibe ich die erste Nacht so, ne? Und? Es ist zu krass gewesen. Ich weiß natürlich alle Regeln jetzt. Keine Panik. Ich bin so gelassen, glaub mir. Glaub mir. Ich bin so ruhig. Ich bin komplett gelassen. Wenn ich jetzt nur eine Flasche Wasser hätte, neugeboren, newborn. Ich würde euch so gern beschreiben, was das war, aber dieses Meer hat mich wirklich fast umgebracht. Ja, aber da hat's auch fette Wellen beim Knossi, Mann. Digi. Und schau, da hinten hat sogar schon Wellen, Alter. Das ist easy weit draussen schon. Bro, er hat da alles gegen die Uhren Wellen müssen anschwimmen. Digi. Ungeil. Ungeil. Ich glaube, das Problem ist, auf so einer Kamera, ihr habt es ja nicht gesehen, weil die Kamera war unter Wasser. Aber ich habe noch nie so gekämpft in meinem Leben. Alter, hat jemand von euch jemals Knossi so gesehen? Alter, der ist ja völlig kaputt. Der tut mir richtig leid, Mann. Scheiße. Ed Stafford, I was cry Oh no. when I see you talking. Das war unglaublich. Tja, kurze Pause, nur noch eine kurze. Okay, bis später. Weiter geht's mit der Nova. Was mach ich hier? Ah ja, sie hat ja den geile Wassertropfen in der Mitte vom Bild. Ach, Scheiße. Ich glaube, mein Spawn ist richtig geil. Ich glaube, ich hab Mein Spawn ist richtig geil. Ja, da sieht man wieder mal. Das ist Gamerin. Einfach die eingefleischte Gamerin, Mann. mich überhaupt nicht verstehen. Ich habe Süßwasser. Also eigentlich. Ja, was? Ein Traum! Ein Traum ist das! Ich werde jetzt erstmal mich um Trinkwasser. Aber sie hat jetzt gerade gesagt, sie wird sich noch um Frischwasser kümmern. Ich habe verstanden, sie hat schon Frischwasser. Und? Ja, und dann schauen wir mal. Läuft? Ah ja, die Wasserfilter muss ich ja so fett abdrücken, Mann. Ich will auch mal so einen. Muss mal schauen, wo ich die finde. Internet bestellen. Logisch. Das ist Leitungswasser. Ich kann damit auch so verschwenderisch sein, weil ich so viel davon habe. Also da kann man, so kann man sich sehen lassen. Diggi, das habe ich jetzt gar nicht geschnallt, Mann. Habe ich so auf den Wasserfilter konzentriert. Die hat dort ja eine fette Wasserquelle, Bro. Das, Alter. Fett gewonnen, Mann. Diggi, wenn du so eine Wasserquelle hast plus einen Wasserfilter, dann ist schon mal gut, Alter. Bist wenigstens schon mal nicht mehr am Sterben. Leute,
Leute. Ist noch von Vorteil. Mama. Ja, hat sie auch Finken gefunden. Dort liegen wohl überall Finken und Flipflop rum, Mann. Geiler Scheiß. Oh, Digi, schau, da hat's einen Bauarbeiterhelm. Alter, geiler Scheiß. Sie muss jetzt den Helm nehmen. Bro, Alter, sie muss den einfach mitnehmen. Ich hätte den Helm mitgenommen. Das wäre dann mein Coconut-Helm. Digi. Dann wäre ich so safe vor Kokosnüsse und könnte einfach unter der Palme liegen, so mit dem Helm ganz gemütlich, so schön dort am Pennen. Wenn eine Kokosnuss runtergeht, scheißegal, Bro. Ich habe ja meinen Coconut-Helm. Alter. Juder, nein, Mann, nimm den Helm mit. Sie nimmt den! Ich bin Kokosnuss-proof. Yeah! Same Gedanke, Mann! Ich hab so geilen Loot hier, es ist unglaublich. Sie sieht voll cool aus, Können wir mal Mann. ganz kurz den Reality-Check machen? Nova, der Baumeister, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Breit und breit, ich sehe keine Sau. Ich habe einen fucking Bauarbeiterhelm auf. Und das ist mein Drip. Was mache ich hier? Wasser habe ich jetzt vorhin. Joris dort wieder, Das heißt, läuft. Oh, shit. tatsächlich habe ich jetzt eigentlich alles, was ich brauche. Denn ich bin gerade hier lang gestapft und das ist unmittelbar direkt da, wo ich gelandet bin quasi. Und wir haben schon die ersten Früchte. Das hier sind sogenannte Lulos, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, irgendwo über mir müsste ein Lulo-Baum sein und der hat tatsächlich viele reife Früchte, wie es aussieht. Die Krabben. Das sind doch so kleine beerenartige Früchte mit so einem fetten Stein drin. Also hat leider nicht viel Fruchtfleisch, aber so wie es tönt, sind die anscheinend easy fein. Also läuft, hol dir die Früchte. Freundlich. Geiler Scheiß. Geil. Was ist das? Ein Angelhaken, wie es aussieht, ne? Beziehungsweise noch ist es ein Knochen, aber ich könnte theoretisch Ich würde sagen, aber ist doch ein Knochen, Bro. Sieht aus wie eine Wirbelsäule. Beziehungsweise nicht wie eine Wirbelsäule, sondern wie ein Beckenknochen von einem Wirbeltier, vielleicht von einem Agouti oder sowas. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das weiß ich nicht, was es ist. Agouti, nie gehört, man. What the fuck? Was ich schon gefunden habe, ist folgendes. Ein regenbogenfarbener Flipflop. Ach so, ich habe gemeint, sein eigener Fuß. Ich kann ihm schon gratulieren. Aber cool, er hat auch irgendwelche Flipflops gefunden, Finken. Läuft bei ihm. Geiler Scheiß. Und zur Linken einen schwarzen Flipflop. Ja, schön. Das ist aber kein Flipflop, das ist Schlarpe. Und, Leute, ihr habt es jetzt gesehen, wenn ihr irgendwann wieder einmal Finken, Schlarpe, Flipflops braucht, ab nach Panama mit euch, dort legt es gratis rum. Überall, ganzer Strand, ganze Insel voll Flipflops. Also, viel Spaß. Ist noch nicht perfekt, wir müssen noch was Passendes finden, aber ich nehme es. Feuer. Sollte meine Nummer 1 Priorität sein, aber, ich bin ehrlich, es ist so viel geiles Zeug gerade hier. Das Problem ist, wenn ich jetzt meine Prioritäten nicht richtig setze, dann werde ich nachher drunter leiden. Das heißt, eigentlich jetzt Dryback öffnen, Feuerstahl raus, Feuer machen, beziehungsweise erstmal Feuerholz sammeln, Zunder sammeln. Zunder liegt hier genügend rum, habe ich jetzt nicht so die Kopfschmerzen, aber einfach Material sammeln. Das sollte jetzt mein allerhöchstes Ziel sein, denn der Himmel sieht tatsächlich so aus, als ob es relativ zeitnah regnen könnte. Läuft. Schlau überlegt, der Dude. Nice. Fischernetz gefunden, oder was? Jetzt habe ich unendlich viel. Ich werde also definitiv und Fisch fangen auch. Hoffe ich zumindest. Die Flipflops halten. Sehr bequem. Also habe ich auch da geiles Schuhwerk. Einzige Sache, worum ich mir jetzt Sorgen mache, ist, wo baue ich mein Shelter auf? Hinten Alles links. drin, was drin sein soll. Bin happy. Ich brauche jetzt aber erstmal nur meine Machete. Ich habe die selbst in dieser Scheide noch nicht gesehen. Er hat Scheide gesagt. Geil, funktioniert. Läuft. Bestens. Nice. Geil. Ich bin gerade in so einer ganz komischen Stimmung, weil ich war schon oft alleine am Strand. Ne? Aber ich war noch nie alleine im Strand mit dem Wissen, okay, die nächsten vielleicht auch 8 Tage
holt mich hier keine Sau raus. Scheißgefühl, Für mich ja. fühlt sich das hier immer noch an wie ein Fiebertraum. Obwohl, ja, nein, ich fänd's geil, aber ich glaube, wenn ich dann wirklich dort wäre und ich wüsste, ja, okay, wirst jetzt wirklich nicht mehr abgeholt. Weiß nicht, ob ich es dann auch noch so geil fände. Bin ich ehrlich mit euch, also alles davon, Helikopterflug, Helikopter raus, springen, auf einer einsamen Insel zu sein, das ist arg. Aber eine gute Nachricht habe ich jetzt schon mal, oder eine weitere gute Nachricht habe ich jetzt schon mal, denn dieser Baum, der häutet sich, beziehungsweise er schält sich und sieht so aus, Zunder, als sehr wäre das gut. der perfekte Zunder. Auf der einen Seite fühlt es sich an wie ein Urlaub, auf der anderen Seite merke ich jetzt gerade so, okay, ich gehe heute Abend nicht zurück ins Hotel. Heute Abend bleibe ich hier und ich muss mir jetzt echt dringend einen Shelter bauen und in diesen Survival-Modus zu kommen. Da bin ich gerade dabei zu schalten, aber es ist echt nicht einfach. Hm. Ja, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Bist ja eben zuerst direkt noch in so einem Hotel drin gewesen. Sorry, jetzt darf man bequemer sitzen. Und nachher hockst du dann einfach eine Stunde später auf einer einsamen Insel und ja, überlebt man, Dude. Geil. Es ist sehr frustrierend. Also, ich bin immer noch dabei, Feuer zu machen. Ich versuche schon seit einer Viertelstunde ungefähr. Das ist jetzt noch nicht lange. Wir haben hier 7 Tage Zeit, aber es hat noch nicht geklappt. Ich denke, wenn ich einen gescheiten Zunder finde, geht es innerhalb von Sekunden. Das hier ist schon ziemlich gut und ich hatte auch schon eine Flamme, aber ich habe sie nicht umsetzen können. Ja, jetzt mal schauen. Ich werde es definitiv gleich schaffen, aber ist nicht einfach. Ist wirklich, wirklich, wirklich gerade nicht einfach für mich. Good luck, Bro. Aber dafür sind wir da, ne? Safe. Und es geht weiter mit der Sabrina. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Oh, das ist fließendes Gewässer und das kommt da hinten aus dem Dschungel. Diggi, jetzt hat die auch noch gerade noch Süßwasser, Mann. Tschö, Diggi. Geile Spots, Mann. Tschö. Geil, Alter, ich hab einfach Süßwasser. Und dort ist noch ein kaputter Plastikstuhl. Hat sie auch noch einen Stuhl, Ich bin nice. einfach so happy gerade. Ich bin so happy und glücklich, dass ich einfach einen Spot habe, der Süßwasser hat und vor allem an dem ich mich wohlfühle. Nur der Knossi hat bis jetzt nicht direkt Süßwasser gefunden, ja? Nein, der Sascha auch nicht, stimmt. Und jetzt gehe ich erstmal pinkeln. Ich habe gerade keinen besseren Spot gefunden als direkt ins Meer. Ah, nett. Erstmal ins Meer pissen. Lol, cool. So erleichtert über den Spot, dass ich einfach Süßwasser habe, dass ich ein bisschen Müll habe, dass ich einen Spot habe, wo ich mich wohlfühle, der gemütlich ist. Weil ich jetzt einfach weiß, ich kann diese 7 Tage schaffen. Ich kann es halt jetzt wirklich durchhalten. Ja, Mann. Spot hat sie wirklich einen geilen. Was haben wir hier? Holz? Ein Ah, richtig fettes Rohr Bambus. ja. Ich kann gerade sagen, aber dann schau dort zuerst mal rein, weil in so Bambusrohr hocken doch gerne mal Spinnen und so drin. Ja. Sie sieht gerade auch nicht so begeistert aus. Ich denke, dort hat sie So, irgendwelche hier ist Viecher nämlich drin schon, das gehabt. sind Stacheln. Oh, Man sollte aufpassen, wo man hier langläuft. Digi. Alter, sorry noch. Aufpassen, wo man hier lang. Digi, schaut euch das an, Alter. Tschüss. Sind da die kleinen Steckchen da, alles fette Dornen, Bro. Übel, Digi, übel. Alter. Also, man merke sich, nicht auf die Fresse gehen. Es könnte Probleme verursachen. Schade. Ich dachte, das ist vielleicht eine Kokosnuss. War ich nicht gewesen, hat ausgesehen wie eine. Das ist einfach so eine wunderschöne, unberührte Natur, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen.
habe gerade gesehen, dass diese Kokospalme einfach richtig viele Kokosnüsse hat. 9, 10, 11, 12, 13, 14 Kokosnüsse. Nicht schütteln. Du hast keinen Coconut-Helm. Wie ich daran komme. Also der Plan ist jetzt auf... Immerhin, sie schüttelt es nicht. dass ich mir erstens einen Spot suche, wo mir keine Kokosnuss auf den Kopf fallen kann. Und dann muss ich irgendwie zusehen, dass ich es schaffe, dass ich ein bisschen erhöht liege. Zumindest für heute Nacht, für den ersten Tag. In den Tropen kann unbehandeltes Wasser zu schweren Erkrankungen führen. Und deswegen hat man doch da so einen Wasserfilter dabei und trinkt nicht wie du mit der Hand aus einem fließenden Bach. Aber okay, schauen wir weiter. Ich wünsche dir mal das Beste. Prost. Wenn du das siehst, ist mir einfach Ziggy aus der Fresse gefallen, Mann. Was ist das? Irgendwas, das irgendwie total komisch aussieht. Das ist auch nicht so richtig hart. Was ist das? Es sieht fleischig aus. Und es ist nass, wenn man drauf haut. Mit einem Stein. Aber trotzdem hart. Ich hätte jetzt gedacht, das ist weich, aber hä? Was ist das? What the fuck? Ja, bring's um, Mann, bevor es Eier legt. Sie ist einfach neu Ellen Ripley, Mann. Hier jetzt noch einen weiteren Stamm besucht und hier so ein paar Netze, die werde ich mir ausmachen, damit ich ein bisschen Schnüre habe. Yeah, Schnures! Und die Frage ist jetzt tatsächlich so ein bisschen... Aber da hängen auch hure viel so Lianen und so oben, aber die kann man auch alle zu Schnür machen. Ausser die natürlich so staubtrocken sind, dass sie gerade verbrechen. Aber die anderen kann man gut brauchen, darum ist Paracord eigentlich auch nicht so wichtig. Also wo ich mich einerseits wohlfühlen würde, wo mir aber auch nichts auf den Kopf fällt, wo ich aber auch so ein bisschen geschützt bin vor der Sonne, wo ich aber auch in der Nähe von meinem Wasser bin. Und ich überlege tatsächlich, mich hier hinzulagern. Wo hast denn du das Ziel? Mit Blick aufs Meer. Hast du das noch nicht geholt? Und da würde ich das dann irgendwie hinbauen, hier an diese Fläche. Ah doch, dort liegt ihr Dryback. Probiere ich jetzt erstmal aus. Machen wir jetzt. Ja, gönn dir. Und der Otto. Nice. Sorry, mein Arsch schlaft langsam ein. Direkt am Pfand. Ja, die sieht ein bisschen sehr alt aus. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, die aufzutun. Aber erstmal mein Packsack suchen. Ja, Mann. Mit den vielen wichtigen Gegenständen. Schnecken sehe ich schon da. Man essen kann. Chinook? Sind du recht klein, aber würde wahrscheinlich gehen. Müll ohne Ende. Ich kann es auch gar nicht glauben, hier auf so einer Insel zu sein. Da hängt auch wieder so ein Netz und so. Also ist geil, Seil hat er auch schon. Da sehe ich auch wieder so grüne Stuff rumliegen. Sind vielleicht auch wieder mehr Netz. Da liegt auch noch irgendwas. Also eben, am Müll mangelt es leider nicht, sozusagen. Aber für Kandidaten eben sehr gut. Das hilft natürlich extrem. Macht vieles einfacher. Das muss nur noch mal richtig. Aber traurig für die Natur. Ist das Wein da? Sieht fast aus wie wilder Wein.
Ich glaube, er meint Trauben. Also nicht falsch verstehen, liebe Zuschauer, da wachsen jetzt nicht in diesen Büschen einfach so Weinflaschen dran. Das, Ach, das ist Frischwasser. Krass, hier ist wahrscheinlich eine Süßwasserquelle, die rauskommt. Ich hoffe ehrlich, dass Fritz auch so einen geilen Spot hat, weil das ist ja schon unfair. safe, ja aber alles. du bist ja safe am Süßwasserfluss. Da sind Badelatschen. So, ich muss nur meinen Gegenstand finden. Jo. Ich brauche nämlich meine Machete. Ohne Machete geht hier nichts. Süßwasser, Süßwasser. Auf Abkochen wird hier feinstens verzichtet. Wieso? Ja. Und da hängt wohl mein Bag. Seven on the Wilds. Wie Knossi sagen würde. Yeah. So, ich bin eine Packsack und ich habe sie. Meine Machete, die mich 7 Tage begleiten wird. Ich bin so happy, das Ding hier zu finden, auf der Insel zu sein. Ja, ich könnte gerade kaum glücklicher sein, muss ich echt sagen. Ja, man, du siehst auch happy aus, Bro. Die lassen, die hinhängen oder einen Teil davon ausziehen, dass es trocknen kann, solange wir noch Sonne haben, weil nachts kann es kalt werden. Nur halt eine Angerbox durch die Gegend spazieren. Ich weiß, ich habe Wasser, Süßwasser, ich könnte theoretisch einfach drauf trinken, aber ich will jetzt erstmal gucken, wo ist ein cooler Platz hier, um zu pennen. Ja, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen erkunden. Hier ist ein Wildpfad. Denn, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt erkennen kann aus der Kamera. Das ist ausgetreten von Wildtieren. Sehr gut, also dort eine Falle aufstellen. So, was hat Süßwasser für Vorteile? Wir sind direkt dran, aber hat natürlich auch nach. Schau mal, da liegen schon wieder irgendwelche Finken und Flipflop und Cherry. Also wie gesagt, wer braucht in Panama hat's. Alle möglichen Viecher wollen da auch trinken hin. Ne? Jetzt heißt es schauen, wie bauen wir hier ein Shelter? Wohin bauen wir den? Ja, Flaschen gibt es hier ohne Ende, das ist ja irre. Es ist einfach irre. So. Boah, ist hart. Ja, aber tipptopp, dann hat er schon mal auch Holz für so ein, da die Stacks, wie nennt es das? So ein, Feuerbogen, genau, zum Feuerbogen, Mann. Für das brauchst du am besten so Herzholz wie das. Erstmal Sachen trocknen, dass wir heute Abend einfach trockene Klamotten haben. Schlaue Idee. Ah, das sind hier ranzige Kokosnuss. Bruder. Die könnte schon platt sein. Aha. Lass es doch. Such dir eine andere. Digi. Boah, nee. La 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 la. Boah, stinkt die wirklich. Boah. Ganz schlecht. Digi. Ganz schlecht. Das riecht richtig furchtbar. Ich gucke jetzt mal, wir haben da oben welche. Denn das Erstwichtigste ist einfach trinken. Dass ich genug zu trinken habe. Deswegen würde ich einfach gerne hergehen und hier 2, 3 Kokosnüsse haben, um einfach sicher zu sein, hey cool, die habe ich. Ach, guck mal, noch sogar. Geier, da guckt schon, kreist schon. Kollege, mich nicht. Ja, das ist nicht schwer zu kriegen, ob ich irgendwie 2, 3 runterbekomme. Dass ich einfach weiß, ich habe was zu trinken da. Gleichzeitig Klamotten trocknen. Gucken. Ich sehe es kommen, der Otto fällt nachher einfach Palmen nicht zum an Kokosnüsse ankommen. Damit ich einfach halt abends irgendwo trocken bin. Und ich habe ja schon viele geile Spots gefunden, die irgendwie geil passen könnten. Da hinten sieht es fast aus wie so eine kleine Höhle. Ich weiß auch gar nicht, ob das nicht sogar ein Wechseln von Spots wird. Ob es einfach mal ich teste mal eine Höhle im Dschungel, ich teste mal höher zu gehen. Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht.
Ja, ist auch interessant, die Idee. Worauf es hinauslaufen wird. Und da hinten habe ich ja einen fetten Fluss anscheinend, wie es aussieht, oder zumindest mal so eine Art Mangroven. Die will ich auch mal komplett erkunden gehen. Aber jetzt erstmal gucken, dass ich hier eine Coconut runterbekomme. Jetzt Safe, von Zabit geht der Krokodil jagen, Mann. Yeah. schon 3 Geier da. Die haben Hunger, Bro. Bro. Keine Scheiß. Freunde, hab ich das Süßwasser? Hab ich da Weißt du jetzt bei der Pfütze? Geil. Mangroven, Krokodil. Man weiß, hier ist ein riesen Salzwasserkrokodil unterwegs. Es sind wenige. Salzwasserkrokodile sind die größten Reptilien der Welt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bin kein Biologe. Salzwasserkrokodile fressen Menschen. Was sind Fische drin? Richtig viele Fische. Schaut euch das an. Ein Salzwasserkrokodil können halt auch über eine Tonne schwer werden, so viel ich weiß. Schaut euch das an. Die kann ich fischen. Die kann ich sehe keinen Fisch. Das ist Süßwasser. Aber bevor ich da jetzt näher gehe, Freunde, ganz wichtig. Salzwasserkrokodile, gefährlichste Reptilien der Welt, ja, sind bekannte Menschenfresser. Und das ist jetzt kein Bullshit, das ist Fakt. Ja. Die fressen Büffel, Tiger, Menschen, Affen, durch anderes Zeugs auch. Aber eben auch Menschen stehen auf der Beuteliste. Und wir sind hier wegen einer einsamen Insel, wo schon mal so ein Salzwasserkrokodil gesichtet wurde. Die werden bis zu 1 Tonne schwer, ja, 7 Meter lang. Da kann ich einfach jetzt nicht mehr am Boden pennen. Ich bin hier anscheinend Mangrovengebiet, ja, das könnten überall hier Krokodile sein. Deswegen einfach nicht hinfetzen, sondern erstmal einen Stein reinschmeißen und schauen, ob er was rausbeißt. Die warten unter der Wasseroberfläche und wusch, kommen die raus. Die merken sich übrigens auch, wo du das letzte Mal Wasser geholt hast. Also auf keinen Fall zweimal an der gleichen Stelle Wasser holen. Also wirklich, mit dem ist nicht zu spaßen. Ja, wir haben eine super Rettungskette, aber ein Süßwasserkrokodil, das beißt dir rein, macht eine Todesrolle ein paar Mal, deine Gliedmaßen sind ab oder sie zieht dich sofort ins Meer oder ins Wasser. Ja, ist jetzt gut, Alter. Wie viel willst du noch von diesen Huren Krokodil labern? Ich kann nicht laut aussprechen, aber wisst ihr, wie die das machen? Wir können einen Puls runtersetzen auf 2 bis 3 Herzschläge pro Minute, können somit eben eine Stunde unter Wasser sein und wenn die dich erwischen, ja, dann packen sie dich unten unterm Wasser zwischen Steine rein, tauchst du nie wieder auf. Da verwehst du langsam, dann können sie dich besser zerteilen und essen. Das ist kein Problem. Bevor sie dich essen, fressen die übrigens vorher Steine. Die ist jetzt gut, Alter. Und dich besser zermahlen können. Ja, also ich will nur sehr ungern von Steinen zermahlen werden. Das haben auch die Dinosaurier damals so noch gemacht. Also es ist abartig. Ja. Das Krokodil kann in der Nacht perfekt sehen, kann unter Wasser durch die Linse, die rüber geht, perfekt sehen. Und auch eben wie gesagt in der Nacht und es kann auch galoppieren. Ja, das sind alles Sachen, die wussten alle nicht. Ja. Was für galoppieren? Es kann nicht galoppieren. Es Pferd galoppiert, Bruder. Was ist los mit dir? Hat der Salzwasser gerade nicht so gut da? Es galoppierendes Krokodil. What the fuck, Digga? Wie muss ich mir das vorstellen, Mann? Und der hört einfach nicht auf, über die Huren Krokodile reden. Was ist da los? Jetzt habe ich sehr viel recherchiert. Das ist jetzt ein Problem. Weil hier habe ich Süßwasser und Mangrovenwald. Das heißt, hier könnten Krokodile sein. Und das ist richtig scheiße, ich muss jetzt weit oben pennen, sonst kann ich nicht zustimmen. Auch wenn der nicht hoch ist, das dazu sagen. Aber ja, eins reicht und du bist tot. Du hast bis zum Jahr aus Futter. Und ich laber hier einfach die ganze Zeit von Krokodilen. Ja, Bro. Es kann sein, dass ich hier Süßwasser habe. Ohne Ende. Fische ohne Ende. Das probieren wir jetzt, Freunde. Bitte ist das trinkbar. Ich koste es jetzt einfach. Bitte ist das kein Salzwasser, das da drüben einfach rüberkommt irgendwie. Bitte ist das trinkbar. Bitte ist das trinkbar. Ich kann mir da waschen, Freunde. Duschen, waschen, baden, alles. Achtung. Das ist perfektes, klares, frisches, fast durchsichtiges Wasser. Süßwasser! Geiler Scheiß, Bro. Süßwasser! Oh, Lucky Boy, fuck. Lucky Boy. Das ist für mich. Das ist für mich. Der Checkpoint. Das ist für mich jetzt. Auch wenn es nicht regnet, habe ich genügend Wasser und ich kann die 7 Tage irgendwie schaffen. Ich muss nichts essen. Darf mich nicht verletzen. Kein Krokodil darf mich fressen. Skorpion, Schlangen, Spinnen, alles nicht. Aber es wäre prinzipiell, es ist jetzt schon mal super, super, super. Sollte gut passen. Füllen wir die mal auf. Ja, ich habe aber natürlich jetzt das Papier, damit die Sonne das schön säubern kann dann. Ja, perfekt.
Sieht super aus. Ich hab gemeint, das will er jetzt einfach gerade direkt so trinken, ohne irgendwas. Das war eine grandiose Aussicht. Irgendwo ins Nirgendwo. Und da habe ich mich gesehen, wächst noch eine Palme hoch. Und die, da ganz oben, hat sie eine Frucht. Na super, eine einzige Kokosnuss ist da oben. Extrem weit oben. Naja, aber ich muss mich jetzt um Shelter kümmern. Ich glaube, ich könnte da schon mal ein bisschen eine Schnur, ein bisschen ein Seil mitnehmen. Wenn ich da drüben baue, ist sicher kein Fehler. Da sind zwar Millionen Krabben oder was immer das sind, aber ich glaube, ich werde hier mein Lager aufbauen, mein Shelter aufbauen. Es gibt eigentlich nur die zwei Bäume, die gut zueinander stehen, wo ich so liegen kann. Alles andere kannst du eigentlich komplett vergessen. Ich habe ein gutes Dach, ja, es ist sehr dicht da oben. Das heißt, es regnet mich nicht so krass an, wenn es regnet. Jetzt muss ich nur vom Boden... Ja, ist nicht anstatt die da so ganz nah beieinander stehen, gescheiter, wenn er die beiden nimmt. Also einfach nur eins über switchen. Also, keine Ahnung, ich meine, da kannst du doch viel eher irgendwie so... Ah ja, nein, er hat ja seine Hängematte gar nicht dabei, ja. Stimmt, die benutzt er ja gar nicht. Ja, dann wäre es vielleicht, ja, dann ist schon gescheiter da. Ja, das kann er eher zubauen, aber das Problem da ist halt, weil es so nah beieinander ist und da unten all das Stockzeug und so. Ich wäre da nicht so safe, ob da nicht irgendwie jetzt Nacht ein Spinnen und so Zeug auf Besuch kommen. Da ist nicht viel besser, aber immerhin hast du da so ein bisschen mehr Abstand, ein bisschen mehr Platz, oder das, keine Ahnung. Jetzt muss ich nur vom Boden weg, weil ich habe natürlich auch schon beobachtet, dass hier ja, so ein Pfad ist, so ein Tierpfad. Ja, geht da entlang zum Süßwasser wahrscheinlich, kommt da raus. Ja, richtig niedergetrampelt, also Wildsauen, keine Ahnung. Oh. Ach, Freunde, so, meine Idee war jetzt eigentlich, die zwei hier aufstellen, ja, dann hier diese Astgabel ist keine Astgabel, sondern hier oben einfach mit diesen hier zu verbinden, also einstecken hier und ein Seil hier und dann so Querbalken und da pennen. Aber jetzt habe ich eine andere Idee. Ah ja, okay, gut, das ist schon schlau. Ich mache jetzt das Seil hier darum, das Teil hier darum und ich liege vielleicht einfach auf dem Seil. Muss ich jetzt probieren, aber ich sag's euch, da ist alles tödlich. Du musst so aufpassen, schneidest dich, zack, unnötige Kraftverschwendung, was du jetzt vorhast. Du bist ja langsam da auf der Insel und überall jeder Baum. Alter, das ist einfach ein Dornenbaum, Bro. What the fuck? Alter, bist mal kurz unaufmerksam, willst du irgendwie schnell abstützen, direkt Hand verlöchert. Geil! Seht ihr das, Freunde? Einfach komplett hier, ja, spitz, dass du fast sogar das fette Seil hier reißt. Man muss richtig aufpassen, wenn man hier arbeitet. Wart. Der Sandbüchsenbaum, das dürfte dann wohl der sein, zählt zu den Wolfsmilchgewächsen. Der abgesonderte Milchsaft ist extrem toxisch und wurde unter anderem als Pfeilgift verwendet. Ach du Scheiße, Bro. Ah, crazy. Digi. Moskitos fliegen auf. Das weiß er sicher auch nicht, ne? Ei. Also unter diesen Bäumen schlafen ist nicht unbedingt die beste Idee. Und eventuell zu viel Kontakt mit diesen Bäumen ist auch nicht die beste Idee. Auch schon durch die Gegend. Die Idee an sich ist doch gar nicht schlecht. Doch, doch, die ist sehr schlecht, Bro. So scheiße. Manche Stellen ist sehr dünn, weil der Baum natürlich auch Arsch ist. Ich habe mich schon geschnitten, da blüht die schon. Ja, super. Er schneidet sich einfach direkt mal am Giftbaum. Läuft, Digi. Ai. Aber da jetzt noch rundherum wickeln, andere Seile und so, dann kann ich da oben pennen. Vielleicht funktioniert das. Machen wir jetzt mal den Stresstest. Achtung, fertig. Ah, scheiße, da ist ein Problem. Da. Ah, bei die Scheißdinger da.
Boah, also so ein Shelterbau, bist du deppert, ich kann nicht mehr. Ey. Ja, bist du deppert? Mach's doch einfacher. So verdammt anstrengend. Bist auch ein Mongo. Die Flasche. Damit die Flaschen geht, wenn ich trinken kann. Fuck. Digi, also er trinkt verschmutztes Wasser und gönnt sich Schnittwunden an Giftbäumen und er scheißt auf alles und hat seine Verpflegung erstmal, seine Gegenstände auch noch alles liegen lassen und Bro, wird das der erste Tote bei Seven vs. Wild werden? Schön gewesen mit dir, Sascha. Wünsche dir alles Gute. Ich würde alles geben, einfach nur um die scheiß Hängematte da zu nehmen. Paracord. Paracord brauche ich keins, nur Hängematte. Liege drin. Boah. Ja, dann hol sie doch. Jackpot, kann ich irgendwo hinhängen. Boah. Alles mit den Seilen super funktionieren können. Aber es ist doch so kaputt. Und da die Stacheln, da reißt ständig immer alles auf. Boah, die Insel, die kennt nichts. Die Insel kennt nichts. So, ich habe jetzt in der letzten, keine Ahnung, Stunde, 1,5, habe ich den Strand ein bisschen abgesucht und Ach so, ich hab gedacht, jetzt bin ich mal ein bisschen in der Sonne gelegen, hab ein bisschen genossen, so, ja, gechillt. Mich nimmt ja schon Wunder, was mir denn da alles so für verschiedene Shelter und verschiedene Überlebenstechniken gesehen werden. Bin gespannt, was die uns da präsentieren werden. Und das war jetzt nicht allzu spannend, deswegen dachte ich, das filme ich jetzt euch nicht. Aber ich werde euch gleich zeigen, ein paar coole Sachen, die ich gefunden habe. Also, mein wunderbarer Biwaksack. Das ist halt auch der Grund, warum ich echt ein bisschen Ruhe habe. Und nicht so viel Stress, weil mit dem kann ich auch einfach hier pennen. Irgendwo. Ich brauche eigentlich keinen richtigen Schutz sozusagen. Werde ich aber trotzdem bauen. Da habe ich hier schon mal ein bisschen angefangen. Ich habe super viele Schnüre hier gefunden. Also sowas hier. Ich habe keine Ahnung genau, was das ist. Es ist mega reißfest. Also das kriegt man fast gar nicht auseinander. Ja, Schuhstoff halt. Ich weiß nicht, was das war. Dann solche hier, die habe ich abgeschnitten. Die hier. Ja, also da habe ich einiges sozusagen. Dann, wie gesagt, Leute, in meinen Augen absolut geilstes Gadget. Der Coconut-Helm. Das ist hier mein Kokosnuss Anti-Coconut-Helm. Ich werde den irgendwann kombinieren mit diesem Hut zusammen, wenn der trocken ist. Dann! Geile Idee, Mann. Einfach so ein, so ein Cowboy-Helm. Ich habe mir halt überlegt, weil auf dem Stein mit dem Biwaksack zu schlafen ist absolut schlecht. Und deswegen habe ich hier so Schaumstoff gesammelt und versucht das halt dann gleich so oder nachher so Tetris-mäßig irgendwie hinzulegen, dass ich da drauf dann pennen kann. Geile Scheiße. Hier ist nochmal so ein richtig dickes Tau. Und hier ja, ist der Anfang von einem sehr, sehr, sehr behelfsmäßigen Shelter. Ach ja, und Leute, das geil. Aber, Alter, wie Lack hat die, man? Die findet einfach so eine hohe Styropor-Matratze dort. Man. Hey, what the fuck, Digi? Alter. Also ganz ehrlich. Ja, was geil! Der Stuhl hat mir einfach angetan. Und der Glühbirne. Nice. So richtig. Jetzt muss ich nur noch den Strom empfinden. Belanglos aufs Meer glotzen. Ja, geil, Alter. Sieht doch stylisch aus, Mann. Das habe ich aber so rein weggeilert, das Ding. Ich schwöre mal, geile Scheiß. Ich habe ein bisschen, wo wir gerade bei Kokosnüssen sind, eine Kokosnuss da runterschießen. Wenn ihr das da hinten seht, dort befinden sich Nüsse. Oder mit einem Stock runterholen. Wäre doch auch. Dann werde ich da jetzt mir so ein Bambus-Stockgerät nehmen, ja, so. Ja, ja. Warte, da hinten. Ja, ja. Und dann werde ich das da runter schlabustern. Ach so, ich habe gemeint, mit Schießen meint sie mit Stein darauf schiessen, bis es runtergeht. Ja, also ja, das ist so die schlauere Option. Aber ich sehe gerade, da ist zensiert worden, da hat man ihren Arsch gesehen.
Nice. Coconut number 1. Und come on, do it. Number 2. Wow. Das Trinken hat sie schon mal. Geiler Scheiß. Wenn ich euch sage, dass hier wirklich jede Scheiße angespült wird. Was ist das? Da fuck, ein Drucker. Also für Drucker Patronen, hä? Du Epson. Geil. Krass. Tschö. Beide machen halt keine Geräusche. Ist egal, die sind grün, dort hat es genug Wasser drin. Bei den grünen Kokosnüssen, die sind vor allem zum Trinken gut und die etwas braunen Kokosnüsse, die sind eher zum Essen gut. Egal, ich mach die beiden jetzt mal auf. Ja. Boah, hier jetzt schön in den Dings zu schlagen, ist richtig scheiße. Hübsche Axt hat sie. Nice. Ja, immerhin ein stabiler Untergrund. Auch nicht schlecht. Boah, Warte, die macht ja als Massaker, Mann. Das sieht fast aus wie eine richtige Kokosnuss. Und ich würde sagen, die machen wir jetzt mal zusammen auf. Ja, voll, da hast du das Trinken drin, gönn dir. Kokosnusswasser drin und ich hoffe auch nices Fruchtfleisch. Ja, das denke ich jetzt weniger. Ja! Ja, safe. Also stolz sein darf sie auf jeden Fall. Ich würde sagen, sie macht sehr gut, oder? So mit dem coolen Helm. Also, kein anderer hat bis jetzt so einen geilen Helm. Was soll man da sagen, Mann? Tschö. Ich will auch so einen Helm. Aber so we try it! Einfach so einen Huthelm, Mann. Oh, geil. Ja, hau der nicht auf die Pfote. Seit einem Tag auf der Insel, aber egal. Oh ja. Oh Gott. How do I do it? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott. Geil! Oh, das ist so lecker. Okay, so die Scheiße, dass unten aufgegangen ist, aber Bitzli. ich mache jetzt den Rest der Kokosnuss auf und dann esse ich das Kokosnussfleisch. Gut. Coconut, das werde ich mir jetzt so reinfetzen. Yeah. Ich präsentiere meine Aussicht. Bro, das ist fett geil. Ich bin neidisch. Alter Schü. Obwohl ich ja so Steinstrände nicht ganz so sehr fühle wie Sandstrände, aber die gibt dir Aussicht. Alter, das ist ja göttlich, Mann. Also abgesehen vom Müll da leider, aber sonst. Geil, einfach geil. Einfach nice. So, mein Hütchen wieder zurechtrücken und weiter geht's. Okay, es könnte Szene aus Far Cry sein. Ich schwör. Und das ist jetzt ein erstes Stück Kokosnuss. Schmeckt richtig gut. Geil. Okay. Kann ich vermutlich nach 7 Tagen auch nicht mehr sehen, aber ziemlich safe. ich habe mich ja selber schon ein bisschen lächerlich gefühlt wegen meinem Helm hier, aber eben gerade ist genau da vorne, vielleicht seht ihr die auch, da im Wasser, da hinten, nee, ist zu weit weg, ne? Ist aber eine Kokosnuss runtergefallen. Das bedeutet ja eigentlich, dass sie reif ist, oder? Ich werde mich aufmachen. Ich hol die jetzt. Sie geht auf Kokosnussjagd. Ja! Hier wird kein Risiko eingegangen. Schlaue Idee. Es gibt keinen Plan A, Plan. Nee, scheiße. Es gibt einen Plan B. Ich kau einfach erstmal auf und dann erzähle ich euch weiter, okay? Easy. Da ist das Gift der Begierde. Schaut sie euch an. Oh, guck mal, da ist noch eine. Überall liegen Kokosnüsse rum.
Ey, hier habe ich mich schon einmal so abgefatzt aus Versehen. Hier muss man so aufpassen, wegen diesem scheiß Stein. Und ich brauche unbedingt hier auch einen Flipflop, weil der ist mir zu klein, der Krog. Irgendwie tut's weh und der kriegt Blasen, glaube ich. Deswegen muss ich Schon nicht so geil. einen zweiten Flipflop suchen. Okay, den haben wir hier. Ja, lohnt sich, glaube ich, nicht. Okay. Doch sicher, ruf du. Komm zu Mama. Ey, wenn die jetzt nicht hier... Okay, da ist auf jeden Fall was drin. Da ist... Geil. Okay, die transportiere ich jetzt zurück und dann sehen wir uns gleich. Sie ist jetzt dafür gerade ein bisschen unvorsichtig dort bei diesen Gewässern. So, das kritisch. Hier läuft ein kleiner Bach ins Meer. Gechillt. Ja, da ist im Mangrovensumpf, was ganz Mann. wichtig ist, wenn man sieht, wie viel Müll hier ist, oder sogar ein Reifen, Schön. dann heißt das, dass teilweise Ebbe und Flut oder bei Sturm, dass alles hier reingetragen wird, bis hier hinten. Also bei der Lagerplatzwahl muss ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich ein bisschen höher bin. Alter Richtige Jungle Scheiße. hier, geil, geil, geil. Aber dort hinten ist schon eine richtige Müllkippe, Mann. Es ist schade, das zu sehen. Oh, what the fuck ist das für Wasser, Bro? Es sieht aus wie so eine hohe Schwefelpfütze, Mann. Dort ist doch das Wasser dann immer so milchig, blau, hell. Das ist eine coole Stelle hier. Ganz komisch. Aber es sieht schön aus. Das Einzige, was ich nicht ganz verstehe, ist, warum das Wasser hier so milchig ist. Wäre noch interessant zu wissen, ob es dort nach Fürz schmeckt, weil dann ist klar, das ist Schwefel, aber Da schwimmt bestimmt der Penisfisch drin. Vor einem Jahr in Schweden ausgesetzt und Jens einfach auf der tropischen Insel. da schwimmt der Penisfisch drin. Fühle ich gar nicht. Ja. Das muss, wenn dann, aufbereitet werden. Hm. Aber wir haben somit auf jeden Fall schon mal eine erste Süßwasserquelle bzw. einen ganzen Bach lokalisiert. Oh, was habe ich da entdeckt? Was hast du entdeckt? Eine Palme, eine Yeah. einzige. Die ist aber locker 15, wenn nicht sogar 20 Meter hoch. Kein Ding. Voll mit geilen Kokosnüssen. Geil. Alter, du bist Fritz fucking Meinecke. Du bist der Gemeinecke. Da wird aufgeklettert und die werden kalt. Jede einzelne Nuss. So ist das. So nicht anders. Ja, da komme ich aber nicht ran. Ja. Und ja, Pussy. ich weiß, es gibt Techniken da hochzukommen, habe ich auch geübt. Ja, eben. Aber wenn ich da oben wegrutsche, bin ich halt einfach tot. Egal. Und die erste Regel beim Sicherheitsbriefing, beim Medic Briefing war: Don't do stupid things. Ach so. Wasserquelle haben wir, Trash Ja, haben gut. wir, Kokosnusspalme mit jeder Menge Kokosnüssen haben wir. Und wir haben auch Tierlosung. Sieht für mich nach Omas Größe vielleicht nach Ratte aus, ungefähr. Ja. Meerschweinchen. Etwas Kleines auf jeden Fall. Auf jeden Fall noch kein Bereich, wo ich ein Lager aufschlagen will. Von daher ziehen wir weiter und merken uns das Ganze hier. Jetzt komme ich hier auf jeden Fall an einen Bereich, wo ich wieder nass werde. Ich komme da easy lang, muss aber bedenken, dass es eventuell bei Ebbe und Flut hier nicht mehr lang geht. Ich kann mir auf jeden Fall die Stelle mal merken und sehen, dass hier Wasser drauf kommt. Ja. Und dass wir jetzt ungefähr mittags haben. Ja, aber genau an so Stellen muss man hure aufpassen wegen Krokodil und so Scheiße, Mann. Okay. Strömt überall Wasser über den Boden. Seht ihr das? Wenn ihr es beobachtet, es fließt. Und es fließt irgendwo hier hinten raus. Da oben sehe ich schon kleine Krabben. Da tropft's! Es tropft! Yes, Oh. Leute! Es tropft!
aus Oh, dem Fels. er hat seinen Seht ihr das hier? Naturwasserfilter gefunden. Hier Geiler kommt Scheiß. das direkt aus dem Fels tropft. Oh, das ist stark. Nicht gerade wenig. Und für mich, in meiner Theorie, ich weiß nicht, ob ich richtig liege, es ist ein Riesenunterschied, ob ich aus einem fließenden Bach was aufnehme, wo, keine Ahnung, Tiere irgendwie reinscheißen, draus trinken und so weiter, oder ob Wasser durch so komplette Gesteinsschichten gefiltert werden. Ihr kennt es survivalmäßig, man kann Filter bauen, habt alle in den Vorbereitungsvideos gesehen, mit Kohle und hast du nicht gesehen. Aber guckt euch einfach diesen Filter an, den brauchen wir nicht bauen, der ist einfach da von der Natur. Oben kommt das Wasser rein, durch diese ganzen Erdgesteinsschichten. Geil, das heißt, das erste Bauprojekt Wasseraufsammelstation starten wir genau hier. Dann gehen wir weiter unten. Und ich schätze mal, in 2-3 Stunden werden hier mehrere Flaschen voll sein. Nice! Geiler Scheiß. Gut, die erste Wassersammelstation ist damit aufgebaut. Hier tropft es schön rein. Hier drüben sogar doppelt. Und hier ist fast ein Wasserhahn, der ist richtig geil. Das Wasser ist jetzt direkt aus dem Fels geerntet worden. Nicht abgekocht, nicht nochmal extra gefiltert oder irgendwas. Und ich werde jetzt einfach einen Schluck nehmen und dann mal abwarten, was in der nächsten halben Stunde passiert. Riechen? Ja, das ist eine schlaue Idee, bevor der erstmal komplett durchlöscht ist. Schmeckt gut. Schmeckt richtig gut. Schmeckt wie Bergquellwasser. Aber ihr habt gesehen, ich habe wirklich jetzt, keine Ahnung, vielleicht einen Shot, wenn überhaupt, genommen. Und werde jetzt einfach mal abwarten, weiter erkunden. Habe insgesamt 2 Flaschen voll, also 1 Liter Wasser, den ich jetzt schon mal mit habe. Und habe hier quasi eine unendliche Wasserquelle, wenn das funktionieren sollte. Das wäre richtig geil. Aber Stück für Stück. Erstmal warten, was der Magen sagt. So, jetzt gehen wir mal hier weiter rein erkunden. Es sieht für mich so aus, als würde hier hinten vielleicht sogar ein Fluss münden. Sieht nämlich ein bisschen nach Mangroven aus. Das ist übrigens dann genau das Gebiet der Krokodile. Das haben die mit Absicht gemacht. Safe. Die haben mich und Otto extra an irgendeinen komischen Mangrovenspot gepackt. Damit auch ja das Kroko mal vorbeikommt. Also weil auf der Seite, auf der ich hier bin, das ist Abfuck hier. Das ist ich weiß ja nicht, wie tief das ist, was mich da erwartet. Es ist sehr braun, brackig und ja. Ja. Scheiße. Ja. Vielleicht schlage ich ja doch eher hier oben mal in the Nature rein, in den Dschungel. Und baue mir oben im Dschungel ein Lager auf. Hier auf jeden Fall schon wieder super geile Strippe. Boah. Boah, die ist eigentlich mega gut. Ich glaube, die nehme ich noch mit. Knossi und Sascha haben einfach einen Gegenstand für 30 Meter Paracord verschwendet. Und hier ist alles voll mit übelst heftiger Schnur. Naja. Ja, läuft. Obacht, Obacht. Fokus bei der Umgebung. Ja. Ich sage euch eins, der Dschungel ist deutlich aktiver als Schweden. Schweden war ja tot, da war ja nichts los. Ich glaube, ich gucke richtig. Da vorne ist eine Palme, eine ganz kleine. Bitte, 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 bitte. Fuck. Vielleicht andere Seite. Ja, schön. Findet ihr eine Palme? Keine drin. Wie kann es sein, dass kein hier Kokosnuss, nichts dran ist? nichts. Wie kann das sein? Also aus Trotz hätte ich die Palme jetzt einfach mal gefällt. Wasseranschluchpalme. Zum Trinken. Aber wir können uns die mal merken, weil wir hieraus eventuell ein geiles Dach für so einen Shelter bauen können. Ja. Also da sind Kokosnüsse dran, aber nur ganz, ganz kleine. Die sind vielleicht so groß wie, weiß ich nicht mal ein Apfel. Super. Aber wir lieben ja die Herausforderung. Wir wollen, ich sag's euch ganz ehrlich, es wäre ja auch langweilig, wenn ich jetzt hier ankomme, da vorne Termitennest, ich dreh durch das. Es wäre ja auch langweilig, wenn ich hier ankomme, Kokosnüsse, babab trinken und jo, Shelter bauen, fertig. Wir wollen ja ein bisschen die Herausforderung. Also
weiter rein in die Mangroven. Wie gesagt, ich sehe gleich 2 Augen vom Krokodil. Und wieder zum Joris. Also, ich bin immer noch beim Versuch, Feuer zu machen. Mittlerweile habe ich ziemlich geilen Zug gefunden. Aber insgesamt, es klappt einfach nicht. Wow, hinter mir war gerade ein Wal. Jo, Sieht man's was? noch? Da. Es ist so krass. Krass. Hier hinten. Ein fucking Wal. Krank. Genau dort schwimmt er. Man sieht's nicht. Ja, wo jetzt? Du zeigst immer hin und her. Ah, doch. Ich sehe immer noch die Schwanzflosse. Da. Genau hier. Boah. Nicht die Schwanzflosse. So ein bisschen sieht man ihn. Krass. Hat er gerade Rückenflosse gesagt? Krass. Gibt's nicht nur einen Wal ich mit sag's der euch ganz ehrlich, Rückenflosse? Ich kann es gerade nicht so richtig glauben. Gibt's in Panama auch? Krass. Hier zu sein, auf dieser Insel zu sein, ist eine Sache. Das ganze Klima, das Wetter, alles ist geil. Aber dann in der Ferne einfach einen Wal zu haben, das Geil, ist halt, Alter. Also, guckt euch das da hin. Da. Ich glaube, man hat es gesehen, das sind 2. Boah, krass. Die schwimmen im Pärchen. Alter, ja, aber das muss schon beeindruckend sein, wenn so etwas einfach... Du bist am Strand am Chillen und siehst dort draussen Walfisch, Alter. Einfach geil, Mann. Ach, wie genial. Das noch nie gesehen. 2 neue Sachen, die sich mittlerweile ergeben haben. Zum einen habe ich Reptilienhaut gefunden. Das heißt, irgendwo da oben treibt ein Leguan sein Unwesen. Oder ich gehe zumindest mal stark davon aus, dass es ein Leguan ist. Könnte vielleicht auch eine Schlange sein. Aber von der Schuppung her bin ich tatsächlich bei Leguan. Und das Zweite, was mich wirklich ein bisschen, ja, nochmal hat erinnern lassen, wo ich hier gerade bin. Naja, wir haben hier einen toten Igelfisch. Ah. Ja. Eigentlich giftig. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn sie tot sind. Das hier könnte man super als Angelhaken verwenden. Bruder, wenn es nur das noch Knochenreste sind, macht er keine Gedanken. Knochen ist Knochen, Bro. Aber naja, deswegen nur mit Schuhen rumlaufen und auch diese Flipflops sind halt einfach nicht optimal. Für die Challenge habe ich aber natürlich auch schon die ein oder andere Idee. Die erste Idee, die ich bisher hatte und wahrscheinlich auch die beste ist das Ding hier. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Ganze umsetzen möchte, aber ich finde dieses Ding so unglaublich geil und creepy, dass ich unbedingt was damit machen möchte. Digi, er hat noch nicht mal angebracht, das Feuer machen und ist schon am Rumlatschen. Ja, das könnte man noch mitnehmen, so als Souvenir. Oder vielleicht das da. Frau, mach zuerst mal die scheiß Feuer, Digi. Dieses Ding nachts ans Shelter stellen, da kommt nichts. Keine Fliege, kein Moskito, gar nichts. Deswegen, ja, hieraus wird definitiv was gebastelt. Aber jetzt geht's erstmal ans Feuer machen. Feuer machen immer noch meine höchste Priorität nach wie vor. Ja, man merkt's. Aber ich bekomme es einfach nicht geschissen. Deswegen für mich weiter Feuer sammeln, Holz sammeln und ich habe vorhin eine Glasflasche gesehen. Eine klare Glasflasche. Und mit dieser möchte ich versuchen, auch ein bisschen was hinzubekommen. Ja, vielleicht geht mir der Feuer ein bisschen einfacher, ich weiß es nicht. Mal schauen. Maybe, wenn hier ist genug noch Licht Restalkohol findest. drin, ob man es glaubt oder nicht. Das ist zwar irgendwie, man riecht es nur noch, aber es ist da. Das ist eine, keine Ahnung, Gin, was weiß ich, Flasche. Ay Burritos, K de la Oro oder irgendwas steht da drauf. Das heißt, Das war wahrscheinlich ich werde das der hier Killer. jetzt mit normalem Trinkwasser füllen, also dem Trinkwasser dort hinten. Und mal schauen. Ich bin gespannt. Also das könnte ganz geil. Also Jackpot hätte er jetzt natürlich gehabt, wenn die Flasche voll gewesen wäre, aber ja. Ich sag's wie es ist. Mit dieser Flasche einfach an den Strand stellen, dann wird das UV desinfiziert und zeitgleich kann ich das erstmal als Lupe verwenden, um mein Feuer anzubekommen. Denn genau an der Feuerstelle ist gerade ein bisschen Sonne. Ich muss die Zeit jetzt also nutzen und was Sinnvolles draus machen. Gechillt. Also ich weiß es nicht, ob man sehen kann, aber in diesem Wasser sind beinahe keine Partikel. Das ist sehr, 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 sehr gut. Denn ich kann jetzt irgendwelche Plastikflaschen voll machen
die in die Sonne stellen und hoffen, dass es morgen einigermaßen keimfrei ist. Und im Wasser sind, da hat man es gerade gesehen, Süßwasserschrimps. Geil. War gar nicht gesehen, aber nice. Mein Abendessen werden. Geil, geil. Zusammen mit Fisch. Ja, gute, ausgewogene Mahlzeit, ne? Also, Essen ist da, Trinken ist da und Unterkunft noch nicht. Unterkunft wird aber kommen, vielleicht heute Abend, vielleicht auch erst morgen. Mal schauen. Das ist jetzt noch nicht so eilig, ne? Aber erstmal Feuer machen, immer noch. Es wäre keine schlechte Idee zumindest. Und was macht Sabrina da? Also sie baut schon mal Unterschlupf. Hä? Wieso macht sie das nicht einfach ein bisschen weiter rennen und dann direkt an den Baum an? Okay, das war ein Fail, weil die Schnur ist gerissen oder der Knoten, ich weiß es nicht. Ich mache das jetzt nochmal. Ich bin gerade dabei, hier diese ganzen runterhängenden Lianen, naja, ist es ja nicht wirklich, auszutesten, aber die sind alle so trocken, die können niemals irgendwas halten. Okay. Dann nimm ein bisschen grünere. Hast du jetzt Messer oder so? Dickeren. Das ist alles trocken. Oh Gott, oh Gott. Ich bin gerade dabei, hier das Ding abzusägen, weil ich diesen langen Stamm hier noch benötige für das Schild. Das hat gerade getönt, als würde sie irgendwie auf Metall klopfen, Matschön. Ich merke aber, dass ich, ja, es ist ganz schön krass irgendwie. Also mir ist jetzt schon ganz schön, also warm ist mir die ganze Zeit, aber ich bin auch kräftemäßig ganz schön am Ende und ich habe übelst Hunger. Ich hoffe, das legt sich mit der Zeit. Ja, aber du bist auch ein Vollhonk. Sie hat ja da ihre scheiß Sorge mitgenommen, Alter. Digga, das Ding ist mit 3 Schlägen mit der Machete durch und sie muss dort erst mal eine halbe Stunde sagen. Da ist der Kraftaufwand viel grösser, den sie braucht. Weil ich glaube, heute kriege ich definitiv nichts zu essen. Ich bin ja schon super dankbar und happy, dass ich überhaupt Trinken für heute habe. Ja, wir sehen das. Ich habe jetzt hier schon mal so eine Querverbindung gelegt. Das ist anstatt, dass sie es mit dem Baum zusammen macht oder und so. Und der Plan ist es jetzt hier noch weitere Querverbindungen zu machen. Ich versuche irgendwie mir hier was zurechtzuzimmern, dass ich heute Nacht hier einigermaßen vernünftig schlafen kann. Aber diese Konstruktion ist sowas von instabil und ich habe jetzt gerade schon das Gefühl, dass ich irgendwie total Zeitdruck habe, dass ich halt mein Schlafsetup irgendwie fertig kriegen muss. Zuallererst habe ich mir gerade einen Splitter in den Finger gehauen. Super. Aber noch viel schlimmer ist das hier. Ja, hilfreich. Mein Problem ist nämlich, dass meine ganzen Stämme, die ich hier liegen habe, die sind nicht lang genug für diese Ridgeline. Und dann wollte ich die gerade irgendwie noch zusammenschieben, dass die dichter zusammen sind, dass ich nicht so einen breiten Abstand habe. Und dabei ist es mir zusammengekracht. Top. Schlaues Kind. Du, es geht wieder zum Otto. Yeah. Go Otto, go Otto. Aus dem Dschungel. Und das mal nicht verranzt, ne? Machete. Geöffnet. Neben Fluss, an Meer, im Dschungel, am Schwitzen. Bam, baby. Er fühlt zu, Mann. Geiles hier. Geil, geil, geil. Und? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es schmeckt. Es riecht okay.
Schmeckt anders wie bei uns die Kokosnüsse. Gut, ist klar, das sind frische. Ich mir jetzt hier den Magen versaue an Tag 1. Und ich habe da echt noch eine Menge zu tun. Ganz schlecht. Fleisch schmeckt ganz normal. Eigentlich, wenn es schlecht sein soll, das Wasser müsste auch das Fleisch schlecht schmecken. So meine Theorie. Das angehört wie ein Huhn. Ja, los, das Huhn go jagen. Essen, oder beziehungsweise trinken oder nicht trinken. Das ist ohne Ende drin. Hier ist eine Menge Zeug drin. Richtig viel. Es schmeckt aber einfach irgendwie komisch. Ich gehe am ersten Impuls. Mein erster Impuls sagt, ausspucken. Ich werde es nicht trinken. Aber schaut mal bitte an, wie viel das ist. Ah, ist natürlich schon scheiße, wenn du in so einer Situation einfach so viel Flüssigkeit musst wegleeren. Ja, das war stimmt. Es wäre einfach unfassbar viel. Und ich glaube, ich werde auch das Fleisch erstmal nicht weiter essen, weil das Wasser ganz komisch geschmeckt hat. Oh. Ich habe jetzt hier lang den fetten langen Bambus geschnappt. Und Ziel ist es, entweder die oder die. Naja, die für die oben reicht länger wahrscheinlich nicht. Kokosnüsse darunter zu holen, denn ich möchte Sicherheit haben, Wasser zu haben. Da oben runter gemacht mit meinem Kokosnussernter. That's the first one. Ja, jetzt hat er mal gute zum Trinken. Bauchgefühl sagt, machbar. Schmeckt ein bisschen grün. Ja, nee, ne? Aber nicht so schlimm, als würde ich es nicht trinken. Check. So. Hier geht's rein wie zu einem Fluss. Und da sind Mangroven. Wäre schön, Mann. Ich bin echt mal überlegen, Wasser habe ich sichergestellt. Was mache ich mit Shelter? Wo baue ich mein Shelter auf? Und ich hätte echt nach wie vor immer noch... Servus, Kollege. Kleine Schlappen, damit ich die Schuhe trocknen kann einfach. Die übrigens mega sind, obwohl sie alt sind, weil das Wasser einfach da rausläuft. Aber ich hätte trotzdem einfach gern festes Schuhwerk und warmes Schuhwerk oder trockenes Schuhwerk abends. So. Ja, das ist auch verständlich, man. Die ist auch unangenehm, wenn du die ganze Zeit in so nassen Schuhen drin bist, Alter. Vor allem sonst steht er dann auch schnell Blatter über, was wieder zu Infektionen führen kann. Ist auch nicht geil. So, meine hochverehrten Zuschauer, ich habe kurz Pipi-Pause machen, jetzt können wir weiter schauen. Und dann ist mir noch eingefallen, was würdet ihr eigentlich da mitnehmen, wenn ihr jetzt könntet zu Seven vs. Wild gehen? Also ich würde mitnehmen, was würde ich mitnehmen? Ich würde Machete, ja, auf jeden Fall eine Machete, dann so ein Wasserfilter, die sind geil. Und was noch? So ein Biwaksack, das ist eine gute Idee. Ja, ja, voll. Und Feuerstahl, genau, Feuerstahl. Ja, das wäre jetzt meine Gegenstände. Mehr brauche ich nicht. Das langt. Alles andere würde ich dort finden, ja. So, ja, so viel zu mir. Und jetzt sind wir dran. Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin gespannt. Mal schauen, ob überhaupt irgendjemand wird reinschreiben. Ich bin natürlich hier überlegen. Da sind die Mangroven. Mangroven wurde gesagt Krokodil. Sí, Senor. El Crocodilo. Das und das. Geil. Einmal rechts, einmal links. 3. Ja, 4-mal rechts. Einmal links. Also, seht, jeder einzelne von ihnen hat, glaube ich, ein bisschen zu viel Salzwasser abbekommen. Ja.
Du, solange es nur einmal eins ist, was nicht mehr können. Also. Das und das. Ja, ich habe vergessen, ich muss ja mein geile Hütli da wieder anziehen. So. Bin gespannt. Yeah. Nice. Die Klamotten wollen wir mit Salz Schon Gangster. aus. Den Salzkristallen auf der Haut. Dann kommen die da hin und dann geht es hier schön auf Suche, wo wir halt den Shelter bauen. Sie, Senior. Bad nehmen. Ah, das ist auch nicht, weißt du, so einfach so, es fickt dich als Aufnahmeteam, jetzt dürfen wir erst mal noch zensieren. Ich habe eben schon das Spot gesehen, wo ich mir sage, Otto könnte passen für Nachtlager, aber etwas, was ich so noch gar nicht am Schirm gehabt habe. Ich weiß noch nicht, ob gute Idee. We will see. Außen? Hier wäre halt, egal wie es regnet, alles sicher. Wenn das ist cool, aber mit dem Gedankenspiel hier Feuer zu machen, wäre hier eine Feuerstelle. Hier komplett regendicht drin. Brauche nichts mit Shelter bauen, gar nichts. Das ist Stein. Ich weiß nicht, ich spiele ein bisschen mit dem Gedanken hinzugehen und verschiedene Sachen zu bauen. Also hinzugehen und mit sagen, pass auf, ich mache 2 Tage hier, 2 Tage woanders, 2 Tage woanders. Ja, würde bedeuten, immer wieder einen neuen Shelter aufbauen. Aber wäre auch irgendwie cool, sich auf neue Gegebenheiten einstellen. Weil so, klar. Ja, aber das hat er ja von Anfang an gesagt, so ein bisschen an verschiedene Orte gehen. Und das Problem da ist halt auch, es ist verdammt nah dort am Wasser. Du weißt nicht, wie das Wasser raufkommt und so. Und da können halt die ganze Zeit auch Viecher rein und all so Scheiß. Das ist nicht so die beste Idee da. Aber das mit dem Hin- und Hergehen, das fände ich noch spannend. Aber Gebt ihr auch noch coole Content zum Anschauen für uns so? Naja, mal schauen. So, ich lasse jetzt Sachen trocknen. Ja, gucken, was ich irgendwie in den Schatten gleich hocke mit irgendwas. Ja. Das halbwegs bequem ist und dann geht's weiter. Alles klar. Oh, Knossi. Langsam komme ich back ins Live. Aber ich werde meine Muskeln... Ey, ihr denkt, ich verarsche euch, ne? Ich weiß, dass wie viele tausend Leute da draußen sind und denken, ich bin Schauspieler. Das war übel. Das war der Tod. Ja, Mann, der arme Sieg, Alter. Ich hab Angst, wieder... Hat sich immer noch nicht können erholen. Diese Wellen. Das ist unvorstellbar. Scheiß drauf. Der Mensch kann alles, wenn er will. Boah, Alter, das ist wie im Film. Das ist wie im Film. Das ist wie im Film. Ich erzähle euch jetzt, wie ich sehe erstmal das hier. What the fuck? Ist das was zum Saufen? Dann mache ich die Flasche da voll. Und dann werde ich nochmal, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hier eine Kokosnuss, eine Hängematte aufspannen soll, weil hier oben auch einfach Kokosnüsse sind, die mir aufs Maul fliegen können, werde ich nochmal am Beach gehen, Überblick verschaffen, aber ich habe Brand ohne Ende. Ich habe alles am Mann, mein Beutel dabei. Das hier ist notfalls das größte Plastikbett der Welt. Gar keine Priorität, mir eine Hängematte gerade aufzuspannen. Nur Durst. Dings raus, füllen. Stinkt modrig. Jetzt will er noch sein Dings rausholen. Tschüss. Das kann man saufen. Das geht. Ey, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht genau, was Salzwasser ist, ne? Das ist Süßwasser. Oh, geil, geil. Ich mache einfach Trinkflasche voll, okay? Das ist es. Scheiß drauf. Was fragst du uns, ob es okay ist, Mann? Glasscherben. Oh nein. Ey. Oh shit. Lebensgefährlich. Aber immerhin, jetzt kannst du auch noch... Aha, nein, er hat ja... Ich wollte gerade sagen, jetzt kann er auch kleine Sachen verschneiden und so und braucht dafür nicht gerade seine Machete. Aber er hat ja sowieso ein Messer dabei.
Keine Ahnung, wo ich heute schlafen soll. Bringt ihm nicht viel. Hey, Jungs, wo aufhängen? Zu gefährlich. Aber Kokosnüsse sind da. Oh nein. Wasser kommt vom Baum. Flaschen sind da. Kanisters sind da. Ich glaube, I can live in forever. Ich habe so viel Müll hier. Ich sehe Dinge, die ich als Kissen nutzen kann. Ah, ich werde den Müll wühlen hier. Das ist safe, Diggi. Oh Mann, so viele Schuhe. So viele Schuhe. Ich mache einen Schuhladen auf. Der geilste, Alter. Ist erst gerade kurz vor dem Verrecken gewesen. Aber jetzt freut er sich an einzelne Schuhe, die dort am Strand liegen. Geile Scheiße! Yeah, Schuhe! Scheiß drauf, dass ich gerade fast verreckt wäre. Schuhe! Der Grail ist voll. Wir filtern jetzt durch. Ja, besser geht das jetzt nicht. Seid froh, ihr seid dabei. Das Krasse ist, wir haben den Filter nicht einmal mehr getestet, ne, Martin? Wir haben einen neuen Filter drauf geschraubt. Und das war's. Sieht sauber aus. Akku von der GoPro war leer. Ich habe eine Flasche mir komplett reingezogen. Wir sollten den Handschuh nicht verlieren. Den werde ich tragen. Ich will auch meine Kleider einmal sauber machen. Ich überlege, wo ich die aufhänge. Dann muss ich unbedingt einmal die Gegend erkunden, Kleiderstand bauen. Wo mein Lagerplatz ist. Hier ist Ebb and fucking Flut. Na, da ist nichts. Das ist auf gar keinen Fall interessant. Rechts die Felsen. Ich glaube, das ist auch kein Platz für mich, um mich wohlzufühlen. Hier kommt auch, glaube ich, nichts in Frage. Ah, ich werde da oben rein müssen irgendwo. Ich habe keine Ahnung, was das ist zwischen den Steinen. Wasser. Das ist alles Süßwasser. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht, ob es auf dieser Insel heute fett geregnet hat. Aber das ist the fucking beach on the champion. Ich schwör's euch, das ist es. Das ist die Erfahrung meines Lebens. Lasst uns jetzt... Wird ja keine Flut kommen so schnell, oder? Fühlt sich nicht so an, wie wenn das heute noch weiter steigt. Treibholz kommt. Dich brauche ich. Come on over. Aber so ein dumpfes Gefühl, weil ich in dem Wasser fast ersoffen werde. Also ihr glaubt es nicht, aber das war eine Nahtoderfahrung. Ich konnte auch währenddessen, ich bin auf dem Rücken. Es ging nicht mehr. Es hat ewig gedauert. Ich weiß nicht, wie viele Minuten ich gebraucht habe. Guck dir diese Wellen an. Guck dir an, wie dieses Treibholz. Könnt ihr euch diese Kraft... Oh. Das werden wahrscheinlich... wird nicht mehr ansteigen heute. Guck dir, wie dieses Treibholz hier einfach hochgeschleppt wird. Das ist nicht bewegbar für einen Menschen wie mich. Nein. Oh, ich weiß nicht. Wir machen doch noch keinen Beachrundgang. Ich fülle mir noch mal eine Flasche auf. Komm. Ich habe keine Ahnung von dem Lagerplatz hier. Es ist alles scheiße. Am besten fällt mir jetzt noch eine von den Kokosnüssen aufs Kleine. Dann ist alles vorbei. Dann Code Red Helikoptereinsatz. Hier liegt ein riesen Bambusrohr. Oh, krass, was mache ich denn damit? Dutscheridu! Kann man machen? Kann nur ich tanzen, natürlich nicht. Ich gehe hier wirklich slow down. Jeden Schritt, den ich mache. Auch was Wasser betrifft. Hier liegen Stachelrochen drin. Trittst du drauf, haut er dir deinen Schwanz ins Bein. Muss ich nicht haben. Haut er dir deinen Schwanz ins Bein? Ja, okay, ja, alles klar. Aber wir wissen ja, was du damit willst sagen. Alles gut, Brudi. Jeder Schritt. Erst mal wieder lebendig werden. Ich habe nur Angst, dass das Wasser höher geht. Und dann muss ich meine Sachen noch waschen. Aber eine Lagerstätte wäre echt ganz geil. Ich traue mich auch nicht, jetzt da direkt reinzulaufen. Ne? Aber werde ich wohl machen müssen. Okay, ja. Keine Ahnung. Ich habe meine Sachen noch nicht gewaschen. Das andere Zeug liegt da drüben auf dieser... ich habe es irgendwo in Sicherheit gebracht, erstmal höher. Ich sehe da oben so eine Lichtung. Also was heißt Lichtung? Aber das sieht ganz geil aus. Ihr seht, hier unten ist der Beach. Geht nicht. Coconut-Palme. Keine Chance, dass ich da meine Hängematte aufhänge. Bist ja erschlagen. Ich kletter jetzt mal da hoch.
Ich gucke mir das mal da oben an. Sieht nice aus. Vielleicht ist da, aber weil wenn ich mir das Blätterdach angucke, egal, hilft nichts. Wir gehen einfach gemeinsam hoch. Das sieht aber schon steil aus, Mann. Rutschig wie Sau. Ich will mir nichts brechen. Aber wie geil wäre es? Ist halt jeden Tag Kraxeln. Es ist jeden Tag der Todesritt hier runter. Egal. Wir gucken. Boah, das hier oben, das ist doch nett, oder? Und dann bist du auch ein bisschen... Oh shit, Alter. Nee. Doch dumm. Von den gezeigten Geschütz dachte ich. Wir gucken einfach mal an. Den Spot hier oben. Ja, das sieht doch gemütlich aus, Mann. Alter, ja, das ist Krokodil. Oh, scheiße, wie komme ich denn da wieder runter? Doch nicht so intelligenter. Aber hier ist halt so schön geschützt. Aber ich finde irgendwie nicht die geeigneten Bäume. Obwohl ja, doch, beiden kannst du auch nicht hängen, Motte, gut aufspannen. Oh mein Gott, das ist der Todesapfel. Oh, das ist der Paradiesapfel. Oh. Schnell wieder weg. Oh, tschü, Digi. Der Manchinelbaum, ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Manchinelbaum gilt als giftigste Pflanze der Welt. Der hure scheiß Äpfel, der dort ist, der ist so richtig mies. Wenn du jetzt würdest reinbeissen, dann würdest du zuerst so denken, fein, süß und so. Und dann schluckst du es ab und dann geht es ein paar Minuten und that was. Ja, Mann, nicht so geil. Und ich glaube auch irgendwie so der Saft, der raustropft, der kann sich irgendwie durch die Haut durchätzen, soviel ich weiß. Das ist der Paradiesapfel. Kann sein, dass ich mich täusche. Isst du den, bist du tot. Regnet es da oben drauf und du kriegst das Wasser ab und es hat die Rinde oder die Äpfel berührt. Ätzt es dir durch die Haut. Ja? Er hat das auch so gehört. Also. Ihr denkt Spaß? Das ist kein Joke. Das ist der Paradiesapfel. Oh Mann, Alter, ich hätte einfach die Hänge... Ja, oder der Manchinelbaumapfel. Du bist sofort tot, wenn du diese Frucht isst, bist du sofort tot. Ja, so wenn ziemlich. Wenn du die Rinde berührst, frisst sie sich in deine Haut. Glaubst du nicht? Kogel. Kogel. Diesen Apfel ja, Mann. Wir gehen wieder runter. Ich glaube, er meint Kugel. Okay, lebensgefährlich. Ich habe aber auch nur Scheiße im Kopf wieder. Am besten. Okay. Egal, ich melde mich, wenn ich unten angekommen bin. Yeah! Muss man jetzt auch nicht mit angucken, wenn ich hier wie ein Rentner mir die Haxen breche. What the fuck? Wilson, das ist der originale Wilson! Wilson! Bist du? Geiles Sieg, Mann! Jetzt muss ich nur normal, Alter. Perfekt. Du bist es wirklich. Krass. Einfach ein Ball. Ja, ist es wirklich. Jetzt weiß ich, wie Tom Hanks sich fühlt. Es ist wirklich einfach Wilson hier. Einfach Wilson, Bruder. Digi! Ein Körper für Wilson! Wie geil, Alter. Wilson! Wilson! Du bist das! Er ist einfach genauso behindert wie ich. Das freut mich doch. Krass! Hey, ganz ehrlich. Das ist ja halt wirklich wie bei The Beach. Digi, ich wette, wenn er dann sieht, was Challenge ist, er macht da den Wilson so mit der Puppe zusammen und dann hat er das so als Souvenir, Alter. Einfach die Wilson-Puppe. Die Originale. Die richtigen Bäume gerade. Um das festzumachen. Ich finde den Baum sehr geeignet. Ich finde aber den auch geeignet. Problem ist, dass da der andere Kokosnüsse hat. Schade, dass es kein großes Blätterdach ist. Aber hier habe ich halt alles. Ich habe hier Kokosnüsse. Ich habe da irgendwie auch wieder Tümpelwasser. Ich habe da unten einfach Wasser. Ich hätte alles da. Ich kann da hinten nicht durch. Also es ist komplett...
Ja, das Problem ist jetzt bei ihm halt auch wieder, dass er keine Machete hat. Sonst hätte er dort hinten können einfach die Blätter weghauen. Er dreht sich sicher nochmal um. Es ist komplett. Du kommst so, da, genau, da, die Blätter da an, da ein bisschen rechts hätte er können weghauen. Und dann zwischen dem Baum, wo ja so übergeht mit den Palmen, so in die Richtung da. Und ja, ich hasse gerade nicht so mit links, rechts, so. Auf jeden Fall, er hätte sich können zwischen dem Baum und der anderen spannen, weil dann würde ihm keine Kokosnuss auf den Kopf gehen. Das wäre schon mal. Nicht ins Hinterland. Oder auf der Eier so schön im Schlaf. Gehe ich auf gar keinen Fall. Wenn dann vielleicht. Ich wüsste nicht mal, wie ich hier durchkommen soll durch den Dschungel. Keine Ahnung, was hier drin lebt. Einfach nicht reinlangen. Also ich komme aus zivilisierten Verhältnissen. Keine Ahnung, ey. Na, da kommt die Baumfuchtel da durch. Die was? Was ist das für ein Lecker? Ich habe wirklich echt lucky. Muss man echt sagen. Es liegt nur an mir. Willenskraft! Wie Wolf! Der Willenskraft Wolf! Wie ein Wolf. Willenskraft. Ja, Mann. Mr. Crab. W wie Willenskraft. W wie Wolf. Where you go? Ja. Where you go? Voll putzig. Oh ja, guck mal. Aber nicht essen, Bruder. Die sind süß, Normalerweise, wenn du Mann. so machst, kommen sie raus. Normalerweise, wenn du so machst, kommen sie raus. Wow, ich kann einfach Krebse mit der Hand fangen. Ich weiß, Freunde. Ich ziehe das nicht in Betracht, dass ich sowas esse. Na gut. Überhaupt nicht. Aber wenn mein Ziel ist, auf jeden Fall auf dieser Insel einen Fisch zu fangen, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Ich meine, guck mal da raus. Kannst du dir das vorstellen? Good luck. Aktuell, nein. Ich habe ein schönes Ziel. Und diese Tiere wären natürlich ideale Köder, ne? Aber aktuell könnte ich das nicht machen. Ich habe selber solche Landeinsiedlerkrebse. Also es sind keine Landeinsiedlerkrebse, aber ich könnte das nicht machen. Hat er im Aquarium oder wie? Herzig. Komm. Und ab. Und ab, mein Junge. Geh. Run. Ja. Erinnert mich gerade so an Flucht der Karibik, Alter. Ja, ey. Mit der Tierwelt sind wir auch schon per Du. Was willst du noch? Was willst du noch? Ich glaube doch nicht so gut reinzugehen, ne? Noch ein bisschen waschen. So. Kommen wir zu meinem Lifehack. Ich habe Lifehack. Das ist kein Lifehack. Aber ich habe eine lange Unterhose. What the fuck? Okay. Eine lange Unterhose. Eine lange Unterhose. Warum? Ich dachte mir, entweder ist abends kühl, aber ich dachte mir eigentlich was anderes. Ich schneide die hier ab und habe 2 Stoffstreifen. Für Popo. Für Kacke. Ah ja, kann man machen, oder? Ah, hat er ja Finken für sich gefunden. Perfekt. Besser als ohne Schuhe jetzt hier rumdengeln. Wisst ihr, was ich meine? Safe, Digi. Ja. Also besser geht nicht, oder? Sehr nice. Also das ist 5 Liter, oder? Oder 3? Ich weiß es nicht. Aber gleich filtern und dann steht nur noch Lagerplatz und dann... Alter, aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie haben alle easy Luck, Mann. Also der Anfang läuft für alle relativ gut. Ausser für den Joris, der bringt sein Feuer nicht an, der arme Sieg. Das wird heute die große Aufgabe, weil ich noch nichts geschafft habe.
Aber wir haben bei den anderen auch noch nicht gesehen, wie sie Feuer machen. Der Joris ist einfach der Erste, der damit anfängt. Also, eventuell auch der Erste, der ein Feuerwerk hat. Alles gesehen habe. Trinken und ich melde mich. Gönn dir. Aufregende der ersten Stunden. Ganz krass. Ganz krass. Und ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Tage noch... Was kommen noch für Gefühle? Was wird passieren? Und ich gucke meine Sachen an, da trocknet gar nichts. Ja, abgesehen vom Trocknen bin ich voll seiner Meinung und ich glaube, ihr auch, wir sind alle fett gespannt darauf, was da noch alles auf uns zukommt, was die da alles im Dschungel von Panama erlebt haben, auf dieser Hureninsel. Geil, also, ich habe ein Scheiß. Problem. Ich bin jetzt mal den kompletten Was denn für Beach das Problem? abgelaufen und ich bin hier wirklich komplett abgeriegelt. Wirklich Aha. krass. Der ganze Beach. Es gibt keinen Durchgang nach hinten. Ich glaube, selbst Otto mit der Machete. Es ist alles zu. Es ist hinten alles zu. Ja, durchhauen, Bruder, durchkämpfen. Aber ich habe keine Machete. Ja. So, hier, guck mal. Auf einmal ist ein Bach da. Also Wasser. Läuft. Gibt's hier keine. Jetzt habe ich nur noch das Location-Problem. So, dann habe ich überlegt, gehst du hier hinten über die Felsen? Na klar. Gehst hier über die Felsen drüber. Wunderbar. Da steht da nur ein Baum. Ja, dann leck mich doch am Arsch. Da steht da nur ein Baum. Da hinten kannst gar nicht rein. Ja. Wo willst du denn da rein? Das kannst vergessen. Oben ist der Paradiesapfel, der Todesstern, der Todesapfel. Wenn du davon nascht, wachst du nicht mehr auf. Und hier, ja, ist natürlich geil. Ey, ich will mich nicht, das ist absolut geil. Hier sind überall Kokosnüsse oben. Ja, aber dann hau doch einfach die Kokosnüsse ab und... Also, keine Ahnung, aber dann schau doch einfach irgendwie, dass jetzt gerade bei dem kleinen Baum vielleicht kannst du Kokosnüsse abhauen und so und dann mal abchecken da, wie es bei denen aussieht mit Kokosnussgehalt und ob vielleicht die auch mit irgendeinem Bambusding oder so könntest abholen. Dann hättest du zumindest mal auf Safe, wo keine Kokosnüsse sind, könnten keine auf den Kopf fallen. Das, ja, I don't know. Keine Ahnung. Kann mir so ein Ding einfach auf den Kopf fliegen? Ja. Wird das gehen? Ja, wenn das ich in der geht. Mitte hänge? Everything is possible, bre. Ja. Ich sag euch, wie es ist. Für mich ist es das jetzt. Es ist sehr wie ein Platz, aber es wirkt für mich wie die einzigen beiden Bäume. Nur mit weniger Lebensgefahr. Kokosnuss, kommt die runter, bist du tot. In vielen Fällen. Ihr wisst, wie es ist. Ja. Damit muss man leben. Hier oben, wer weiß, für heute mal. Wird das mein Zuhause. Bauarbeiten beginnen mit meinem Brotmesser. Yay. Oh, oh, oh. Achtung, es ist Blut zu sehen. Oh, no, Knossi verletzt. Es gibt nur einzelne Bilder, da Knossi diese Szene versehentlich als Zeiter. Oh, scheiße. Ja, was? Nein. Genau, wann es sich verletzt. Mann. Ah, shit, aber Bro. Bro, nein, Mann. Nicht, dass er jetzt am ersten Tag rausgeht. Digga, nein, das wäre hure schade, Alter. Ich hoffe, er hat sich nicht zu fest verletzt, Bro. Also auch für ihn. Gut, ich glaube, es geht ihm ja jetzt gut, aber, hoppla. Aber... Oh, shit. Fuß verletzt. Ah, Digi. Fuck. Ja, das muss jetzt natürlich verarztet werden, aber ich denke, das kann er wenigstens trotzdem weitermachen. Und das dürfte ihm jetzt auch nicht wirklich so schlimm geschadet haben.
klar, scheiße, wenn es blutet. Und er muss jetzt natürlich schauen, dass es sich nicht infiziert. Knossi hat sich einen Stock in den Fuß gegeben. Oh, fuck, ja, desinfizieren, der Scheiß. Ist unsicher, ob noch ein Stück in der Wunde steckt. Ah, Digi. Fuck, gelangen Fremdkörper in die Blutbahn, droht eine Blutvergiftung, ja klar. Scheiße. Gut, aber er sieht jetzt wenigstens nicht so aus, als hätte er die schlimmsten Schmerzen, die er je gehabt hat. Also wenigstens das ist beruhigend. So, aber also ich würde jetzt im Gesichtsausdruck mal deuten so, fuck, warum? Ah, scheiße, nein, Mann, es tut mir leid für ihn. Ah, Digi. Ja, da hat man jetzt genau gesehen, wie sich das Wort Scheiße folgt, ja. Scheiße, Mann. 7 vs. Wild. Panama. Digi. Nicht gut, nicht gut. Ja, dann wär's das aber wieder mal gewesen. Für die Folge gibt natürlich wieder ein Like da. Und dann würde ich sagen, danke vielmals fürs Moment, 7,1 Millionen Aufrufe vor 2 Tagen. Bruder! Alter! Das läuft ja übel, aber ich gönn's ihnen voll, Mann. Das haben sie richtig verdient, Alter. Saugeil. Tschüss, Digi. 7,1 Millionen. Richtig gesehen, oder? Ja, 7,1 Millionen. Übel, Bruder. Tschüss, wie geil, Bro. Das haben sie absolut verdient. Schön, Mann. Geil. Digi, krass, Mann. Alter. Ja, auf jeden Fall, Leute, da würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt es genauso gefühlt wie ich und sind genauso hyped wie ich auf die nächste Folge, wo mittlerweile auch dürfte veröffentlicht sein. Die werde ich dann wahrscheinlich morgen aufnehmen. Oder eventuell heute Abend noch, aber heute Abend läuft eben auch VOK WM und da ist der Knossi, der Monte, der Sascha, aber nicht der Sascha, der von der Unsympathisch TV und der Trimax, glaube ich, und der Nathan Evans, oder wie er heißt. Da der Dude, wo da gesungen hat, There once was a ship that put to sea, the name of the ship was a Ability. Ja, Mann, das war der Dude gewesen, Alter. Der ist auch noch dabei. Und das Ganze will ich natürlich nicht verpassen. Da kann ich euch dann aber in der nächsten Folge von 7 vs. Wild dann sagen, wie es für den Knossi da gelaufen ist. Im VOK, in der Bobbahn. Und bis dann würde ich sagen, danke vielmals fürs Zuschauen. Haut rein, wir hören uns.